Ein Großindustrieller gab vor, arm zu sein, um herauszufinden, welches seiner 4 Kinder ihn wirklich liebte. Nur eines bestand die Prüfung des Gutsbesitzers. Was du mir heute angetan hast, Urs, werde ich nicht vergessen, solange ich lebe, und du wirst es auch nicht vergessen, wenn die Zeit gekommen ist. Aurel Meyer-Baumgartner murmelte es kaum mit trockenen Lippen und die Augen starr auf den staubigen Weg gerichtet, während das Zuschlagen des Herrenhaustors noch in seiner Brust wie ein Schuss nachhallte. Niemand hörte ihn, niemand wollte ihn hören. Und genau das war es, was er wissen musste. Alles hatte 4 Wochen zuvor am weißen Marmorbüro des Baumgartner Turms begonnen, 800 Meter über dem Zürichsee. Als Aurel die 3 Bildschirme seines Schreibtisches ausschaltete, lehnte er sich in den schwarzen Ledersessel zurück, den er 42 Jahre lang benutzt hatte, und blickte auf das Porträt seiner verstorbenen Frau, Heidi, das ihm gegenüber hing, mit diesem sanften Lächeln und diesem Blick, der immer wusste, was andere nicht sehen wollten. »Wer von Ihnen liebt mich wirklich, Heidi?« fragte er laut, wie er es jede Nacht tat, wenn das Büro leer war. Das Schweigen antwortete nicht, aber Aurel hatte bereits eine Antwort bereit. Keine Antwort aus Worten, sondern aus Taten, der einzigen Sprache, die niemals lügt. Aurel Meyer-Baumgartner war 78 Jahre alt, besaß ein Imperium PEM am Wert von 4,3 Milliarden Franken, 7 aktive Unternehmen in den Bereichen Landwirtschaft, Immobilien und Finanzen und 4 Kinder, die ihn in den letzten 3 Jahren genau 17 Mal besucht hatten, wobei 14 dieser Besuche mit Dividendenausschüttungsterminen oder Momenten zusammenfielen, in denen sie seine Unterschrift unter einem Dokument benötigten. Er hatte es gezählt, er zählte immer alles. Der Plan war in seiner Konzeption einfach und in seiner Ausführung brutal. Aurel rief den einzigen Mann an, dem er absolut vertraute, Notar und Rechtsanwalt Bernhard Tanner, seit 30 Jahren Familienanwalt. Ein 64-jähriger Mann, kahlköpfig und diskret, mit dem harmlosen Aussehen eines Provinzbuchhalters und dem scharfen Verstand eines Chirurgen. »Ich brauche Sie, um meinen Konkurs öffentlich zu erklären«, sagte Aurel ohne Umschweife. »Es soll in den Zeitungen, auf den Finanzportalen, in den WhatsApp-Gruppen der Unternehmer erscheinen. Es soll echt aussehen, in allem, was man sehen und anfassen kann, soll es echt sein.« Tanner sah ihn lange schweigend an. »Aurel, Sie wissen, dass das rechtliche, finanzielle und rufschädigende Konsequenzen hat. Ich kenne sie alle. Deshalb bitte ich Sie, es zu tun. Sie wissen genau, wie weit man gehen kann, ohne die Grenze zu überschreiten. Ich muss, dass meine Kinder glauben, ich hätte alles verloren. Absolut alles. Die Unternehmen, die Immobilien, die Konten, dass mir nur noch das alte Gut Buchenried bleibt und selbst das kurz vor der Zwangsvollstreckung steht.« Tanner nickte langsam mit der Ernsthaftigkeit jemandes, der versteht, dass das, was er gerade gehört hat, viele Leben für immer verändern wird. »Und Sie, Aurel, wo werden Sie sein, während all das geschieht?« Der alte Magnat lächelte zum ersten Mal seit Wochen, blickte sie direkt an, gekleidet wie das, was sie von ihm erwarten. Das Gut Buchenried am Emmental lag 140 Kilometer nördlich von Zürich, am Rande einer kleinen Gemeinde, die das Geld der Baumgartners über Jahrzehnte durch Arbeitsplätze, Spenden und Gemeindeaufträge gestützt hatte. Es war das ursprüngliche Familieneigentum, das Aurels Großvater in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts mit eigenen Händen, Lehm, Holz und dem Schweiß eines Mannes, der keine Erlaubnis zum Existieren braucht, aufgebaut hatte. Aurel hatte es immer bewahrt, mehr aus Sentimentalität als aus wirtschaftlichem Wert, obwohl es aufgrund seiner Ländereien und strategischen Lage tatsächlich ein Vermögen wert war. Dort kam er an einem Dienstagmorgen an, in einem Zweitklasslastwagen, mit einem abgenutzten Rucksack auf der Schulter und einer grauen Stofftasche, die alte Kleidung, 2 Paar abgetragene Stiefel, einen Holzrosenkranz und ein Foto von Heidi enthielt, das er nie ohne sich trug. Er trug verwaschene Jeans, ein Arbeitshemd mit Flecken, die Anna, seine vertraute Angestellte, mit echter Erde und Motoröl authentifizieren lassen hatte. Der Hut war derselbe, den sein Großvater getragen hatte. Er hatte ihn jahrzehntelang in einer Truhe aufbewahrt. Anna Müller arbeitete seit 31 Jahren auf dem Gut. Sie war eine 62-jährige zierliche Frau mit kräftigen Händen und einer ruhigen Stimme, die Aurels 4 Kinder aufwachsen sehen hatte und sie besser kannte als jeder Psychologe. Sie war die einzige Person außer Notar Tanner, die die Wahrheit kannte. »Sind Sie sich dessen sicher, Aurel?« fragte sie, als sie ihn in diesem Aufzug sah, die Augen leuchtend vor einer Mischung aus Entschlossenheit und Traurigkeit, die sie nach 3 Jahrzehnten zu erkennen gelernt hatte. »Ich war mir noch nie sicherer«, antwortete er und rückte seinen Hut zurecht. »Sie sind schon da. As kam letzte Nacht mit seiner Frau und seinen Anwälten. Rahel ist unterwegs. Sie sagen, sie kommt am Mittag an. Simon rief heute Morgen an und fragte, ob es Papiere zum Unterschreiben gäbe.« Aurel atmete langsam aus. »Und Lea? Lea weiß noch nichts. Sie hat bis morgen Dienst am Spital.« Er nickte.
Genau so sollte es sein. Lea war das letzte und wichtigste Puzzleteil. Urs Meier Baumgartner war 52 Jahre alt und hatte die Adlernase seines Vaters geerbt und absolut nichts anderes. Er war groß, sportlich gebaut, mit Disziplin und Eitelkeit erhalten, dunkles Haar mit diskreten grauen Schläfen, die er sich zu färben geweigert hatte, weil sie ihm, wie er sagte, ein autoritäres Aussehen verliehen. Er leitete die Immobilienabteilung der Baumgartner Gruppe mit klinischer Effizienz und einer Grausamkeit gegenüber seinen Untergebenen, die Aurel jahrelang mit wachsender Besorgnis beobachtet hatte. Er war mit Franziska verheiratet, einer 48-jährigen Frau, die das Familienvermögen mit der Selbstverständlichkeit ausgab, dass dies ihr einziger Lebenszweck sei. Als Aurel die Haupteingangstür des Gutes betrat, war Urs I. am Hauptwohnzimmer und überprüfte Dokumente mit 2 Männern in Anzügen, die Aurel nicht erkannte. Als er ihn schmutzig, gebeugt mit der Stofftasche über der Schulter sah, brauchte Urs genau 3 Sekunden, um zu reagieren. 3 Sekunden, die Aurel zählte und sich merkte: Papa. Urs Stimme war flach, ohne Wärme, wie jemand, der einen Fremden begrüßt, der irrtümlich hereingekommen ist. So bist du angekommen. So bin ich angekommen, sagte Aurel einfach und setzte sich auf den Ledersessel neben dem Kamin, denselben, auf dem er seine Kinder als 5-Jährige zu Märchen hingesetzt hatte. Urs tauschte einen Blick mit den Männern in Anzügen aus, einen Blick, den Aurel ohne Schwierigkeiten interpretierte. Unbehagen, Berechnung, kaum verhohlene Verachtung. Das sind die Rechtsanwälte Wiss und Gerber, sagte Urs. Rechtsberater, die ich engagiert habe, um die Situation der Gruppe zu überprüfen. Wir müssen genau verstehen, welche Vermögenswerte übrig sind und wie hoch die tatsächlichen Verbindlichkeiten sind. Sehr erfreut, sagte Aurel, ohne aufzustehen. Die beiden Anwälte lächelten das angespannte Lächeln derer, die darauf trainiert sind, unter allen Umständen zu lächeln. Papa, wir brauchen deine Unterschrift für eine Genehmigung, damit die Anwälte Zugriff auf die Finanzberichte der Gruppe erhalten. Es ist dringend. Wenn wir nicht schnell handeln, kann die Bank die Vermögenswerte verwerten, bevor wir etwas tun können. Aurel sah die 3 ruhig an. Und wenn ich nicht unterschreibe? Schweigen. Die Art von Schweigen, die alles sagt, was niemand laut aussprechen will. Papa, dafür ist jetzt keine Zeit, sagte Urs und senkte die Stimme, als spräche er mit jemandem, der erwachsene Situationen nicht richtig versteht. Die Situation ist kritisch. Wir müssen das schützen, was für die Familie übrig bleibt. Für die Familie. Aurel wiederholte diese Worte innerlich und kaute sie langsam durch. Dieselben Worte, die Urs benutzte, wenn er Geld für seine Projekte wollte. Dieselben, die er benutzte, um jede Entscheidung zu rechtfertigen, die ausschließlich Urs zugute kam. Lass mich ein wenig ausruhen, sagte der Alte. Ich bin müde von der Reise. Bist du mit dem Lastwagen gekommen? Die Frage von Urs war mit kaum verhohlener Ungläubigkeit geladen. Ich habe kein Auto, mein Sohn. Wusstest du das nicht? Ein weiterer Blick zwischen Urs und den Anwälten. Diesmal sah Aurel etwas anderes in den Augen seines ältesten Sohnes. Kein Mitleid, keine Sorge. Er sah Ärger. Den Ärger jemandes, der ein unerwartetes Problem hat, das seine Pläne durchkreuzt. Rahel kam am Mittag in einem schwarzen BMW-Geländewagen mit Zürcher Kennzeichen an. Sie war 48 Jahre alt. Sie war die 2. Tochter und hatte die letzten 20 Jahre damit verbracht, die Kunst zu perfektionieren, bei allen wichtigen Treffen anwesend zu sein, ohne sich auf etwas einzulassen, das sie etwas kosten könnte. Sie war mit Christoph Steiner verheiratet, dem Sohn einer Zürcher industriellen Familie, und wohnte in einem 1,2 Millionen Franken Haus in Küsnacht, das teilweise mit einem Darlehen der Baumgartner Gruppe gekauft worden war, von dem niemand jemals erwähnt hatte, dass es zurückgezahlt werden müsste. Als sie ihren Vater auf dem Gutshof sitzen sah, mit dem alten Hut über die Augen gezogen und der Stofftasche an den Beinen lehnend, blieb Rahel 3 Meter vor ihm stehen. Ihre Augen musterten die Gestalt des Alten von oben bis unten, mit einem Ausdruck, den jeder Beobachter als Ekel beschrieben hätte, obwohl sie es als Besorgnis bezeichnet hätte. »Papa, warum bist du so angezogen?« »Weil ich nur noch solche Kleidung habe, Rahel. Aber das kann nicht sein. Du musst etwas Besseres haben als das.« Aurel streckte die Arme aus und zeigte das fleckige Hemd, die abgetragene Hose, die Stiefel mit der abgelösten Sohle an der Spitze. »Nein, meine Tochter, ich habe nichts Besseres mehr als das.« Rahel öffnete den Mund und schloss ihn wieder. Sie nahm ihr Handy heraus, steckte es weg, nahm es wieder heraus. Schließlich sagte sie: »Urs sagte mir, es gäbe Dokumente zu unterschreiben. Wie geht es dir, Papa? Brauchst du etwas? Hast du Hunger? Hast du gegessen? Dokumente zu unterschreiben.« Aurel nickte langsam unter dem Hutrand. »Sie sind drinnen bei den Anwälten deines Bruders.« Sie ging hinein, ohne ihn noch einmal anzusehen. Aurel hörte ihre Absätze auf dem Steinboden des Gutes klopfen und blieb stehen, um den Oktoberhimmel zu betrachten.
blau und klar über den Buchen, die dem Anwesen seinen Namen gaben. Bäume, die sein Großvater gepflanzt hatte und die alles überstanden hatten. Simon kam um 15 Uhr in einem roten Porsche Cayenne an, dessen rechter Hinterreifen leicht quietschte. Er war der dritte Sohn, 44 Jahre alt, der charismatischste der vier, der immer eine Geschichte zu erzählen hatte, ein Glas zum Erheben, ein Lachen, das den Raum füllte. Auch er hatte die meisten Schulden, obwohl er sehr darauf geachtet hatte, dass sein Vater nichts über die tatsächliche Größe des Lochs erfuhr. 2 Millionen in einem Casino in Bad Ragaz, 700.000 Zoll einem Importgeschäft, das nie angelaufen war, 1.220.000 bei einem Kreditgeber, dessen Name Aurel kannte und der nicht gerade für seine Geduld bekannt war. Simon begrüßte seinen Vater mit einer schnellen Umarmung. Eine, die genau so lange dauerte wie die soziale Verpflichtung, und klopfte ihm 3-mal auf den Rücken. »Papa, schön dich zu sehen. Hey, wie geht es dir? Du siehst aus.« Pause. Suche nach dem richtigen Wort. Müde. »Mir geht es gut, mein Sohn.« »Das ist gut. Das ist gut. Hör mal, ich muss dringend mit dir über etwas sprechen. Aber sag mir zuerst, hat Tanner dir schon alles wegen der Papiere erklärt? Denn es gibt eine bestimmte Sache, die du verstehen musst. Eine Sache wegen der Immobilien in Graubünden. Es gibt eine Urkundenangelegenheit, die, wenn sie nicht bald geklärt wird, sehr kompliziert werden kann. Simon, ich bin gerade erst angekommen. Ich bin müde, wir reden morgen. Simons Gesicht durchlief in einer Sekunde 4 verschiedene Emotionen: Überraschung, Frustration, Berechnung und schließlich die Maske des Verständnisses, die er 4 Jahrzehnte lang perfektioniert hatte. Klar, Papa, klar, ruh dich aus, morgen in Ruhe. Und er ging hinein, um sich mit seinen Geschwistern und den Anwälten zu treffen. Aurel blieb allein auf dem Hof zurück. Anna kam mit einer Tasse schwarzem Kaffee heraus und setzte sich schweigend neben ihn, wie sie es immer tat. »Wie viele Jahre ist Lea schon am Spital?« fragte er plötzlich. 7 Jahre. Letztes Jahr wurde sie zur Stationsleiterin befördert und wohnt sie immer noch in der Wohnung am Kreis 4. Ja, Aurel, mit einer Arbeitskollegin. Sie wollte nicht, dass sie ihr eine größere bezahlen. Der Alte umschloss die Tasse mit beiden Händen, als bräuchte er diese kleine, konkrete Wärme. Weißt du, 42 Jahre lang gebaut, 42 Jahre lang nicht gut geschlafen, keinen Urlaub gemacht, nie aufgehört, an Zahlen, Mitarbeiter, Verträge zu denken. Und jetzt sitze ich hier mit dieser Tasse Kaffee. Und 3 meiner 4 Kinder sitzen drinnen und überlegen, wie sie sich das, was von mir übrig bleibt, aufteilen können. Anna sagte nichts, es war nicht nötig. Der mich am meisten verletzt, ist Urs, fuhr der Alte fort. Denn Urs habe ich alles beigebracht. Jede Geschäftsentscheidung, die er in seinem Leben traf, hat er zuerst mit mir besprochen. Ich habe ihm die Türen geöffnet. Ich habe ihm jeden Partner, jede Bank, jeden Kontakt vorgestellt. Und als er mich heute in diesen Kleidern sah, dachte er zuerst an die Papiere. Die Sonne begann über den Buchen unterzugehen. Im Inneren des Gutes drangen die Stimmen seiner Kinder gedämpft herein, wie das Gemurmel eines Geschäfts, das ihn nicht mehr einschloss. Aurel trank den letzten Schluck Kaffee. Er sah das Foto von Heidi an, das er in der linken Hemdtasche direkt über seinem Herzen trug, und flüsterte: »Der Plan hat begonnen, meine Alte. Jetzt bleibt nur noch zu sehen, wie weit sie gehen können.« Und in diesem Moment hörte er drinnen die Stimme von Urs, die sich autoritär über die anderen erhob. »Das Problem ist, solange Papa nicht unterschreibt, können wir nichts tun. Wir müssen ihn heute Nacht überzeugen, koste es, was es wolle.« Aurel schloss die Augen. Koste es, was es wolle. 2 Worte, die schlimmsten 2 Worte, die ein Sohn über seinen Vater sagen kann. Der Plan, beschloss er, würde nicht so schnell enden, denn was er sah, war schlimmer, als er sich vorgestellt hatte. Und das, was noch kommen sollte, hatte noch nicht begonnen. Über den Alten lachen: »Sei nicht lächerlich, Simon. Wenn wir warten, bis Papa die Situation von selbst versteht, bleiben wir ohne alles. Und das weißt du besser als jeder andere, denn du bist der am meisten schuldet.« Urs Stimme drang deutlich bis in den Flur, wo Aurel, still wie ein alter Baum, mit dem Rücken an die kalten Lehmwand gelehnt, stehen geblieben war. Er hatte das Licht am Flur nicht angezündet. Es war nicht nötig. Er hatte 78 Jahre lang gelernt, am Dunkeln zu sehen. Es war fast 23 Uhr. Das Gut war seit über einer Stunde still geworden, oder das glaubten seine Kinder. Anna hatte ihm das Bett am Gästezimmer gemacht, demselben Zimmer, in dem Aurel als Kind geschlafen hatte, wenn er seinen Großvater besuchte, und hatte die Lichter am Hauptflur ausgeschaltet. Aber Aurel schlief nicht. Aurel schlief nie, wenn es offene Rechnungen gab. Die Besprechung fand in der alten Bibliothek statt, dem Raum mit Bücherregalen, die seit 20 Jahren niemand mehr gelesen hatte, mit brennendem Kamin und einer Flasche Scotch Whisky auf dem Mahagonitisch. Aurel hatte sie um 22:30 Uhr gehört, wie sie sich versammelten, hatte sie sich niederlassen lassen,
sich Gläser einschenken und es sich in den Sesseln bequem machen lassen. Und dann war er barfuß über den Steinboden des Korridors gegangen, bis er genau 2 Meter vor der angelehnten Tür stand. »Ich schulde nichts, was ich nicht bewältigen kann«, antwortete Simon, obwohl seine Stimme die Anspannung eines Lügners hatte, der weiß, dass man es weiß. 8 Millionen bei Ernst Brunner, sagte Urs, ohne mit der Wimper zu zucken. Sieh mich nicht so an. Ich habe es vor 3 Monaten erfahren. Glaubst du, ich recherchiere nicht? Schweigen. Aurel stellte sich Simons Gesicht in diesem Moment vor, das Gesicht jemandes, der gerade öffentlich entblößt wurde. Der Punkt, unterbrach Rahel mit ihrer professionellen Vermittlerstimme, die in Wirklichkeit nie etwas vermittelte, ist nicht, was jeder schuldet oder nicht schuldet. Der Punkt ist, wenn Papa seine Vermögenswerte vor dem Konkurs schlecht aufgeteilt hat oder wenn es Konten gibt, die technisch noch rettbar sind, haben wir ein gesetzliches Recht, sie zu schützen. Wir sind seine Erben. Wir sind seine Erben, wenn er stirbt, sagte Simon. Solange er lebt, gehören ihm die Vermögenswerte. Deshalb brauchen wir die Unterschriften, sagte Urs. Eine Schenkung zu Lebzeiten ist absolut legal. Der Notar kann es morgen früh beurkunden. Papa muss nur 3 Dokumente unterschreiben und fertig. Die Immobilien in Graubünden gehen auf eine Gesellschaft über, die wir kontrollieren. Und wenn es Vermögenswerte gibt, die die Bank noch nicht gefunden hat, schützen Sie sie, bevor sie verwertet werden. Aurel presste ihr am Flur die Kiefer zusammen. 42 Jahre Arbeit. Entscheidungen, die um 3 Uhr morgens getroffen wurden. Verträge, die in Sprachen verhandelt wurden, die er aus Not gelernt hatte. Mitarbeiter, die er in Krisen gestützt hatte, die nicht seine eigenen waren. Und 3 seiner Kinder in der Bibliothek seines eigenen Großvaters, die diskutierten, wie sie ihm die Taschen leeren konnten, bevor er ganz zusammenbrach. Und wenn er nicht unterschreiben will, sagte Rahel. Wir überzeugen ihn, antwortete Urs. Oder wir setzen ihn unter Druck. Er ist schon alt. Er versteht die finanzielle Situation nicht mehr so gut. Wenn wir ihm mit den richtigen Begriffen erklären, dass dies zu seinem Schutz ist, dass wir versuchen, das wenige, was ihm bleibt, zu retten, wird er unterschreiben. Ich kenne ihn. Du kennst ihn? Wiederholte Simon mit einem seltsamen Ton. Kennst du ihn wirklich, Urs? Was meinst du? Dass Papa in seinem Leben nie etwas unterschrieben hat, das er nicht perfekt verstanden hat, dass du ihm 2016 den Vertrag für das Werk in Genf mit 50 Seiten Anhängen hingelegt hast. Und er hat sie alle gelesen, alle, und einen Fehler in Klausel 17 gefunden, den die Anwälte übersehen hatten. Dieser Mann soll 3 Dokumente unterschreiben, weil du ihm mit den richtigen Begriffen erklärst, dass es zu seinem Schutz ist. Schweigen. Er ist alt, sagte Urs schließlich. Die Leute ändern sich. Ja, sie ändern sich, sagte Simon, aber nicht so sehr. Aurel spürte in diesem Moment etwas Unerwartetes. Einen fast zärtlichen Funken gegenüber Simon. Nur ein Funken, denn was folgte, löschte ihn sofort wieder aus. Trotzdem, fuhr Simon fort, glaube ich, wir sollten es versuchen. Wenn wir die Graubündner Sachen diese Woche unterschreiben, habe ich genug, um die Sache mit Ernst Brunner zu regeln. Und ich habe etwas Liquidität für das Importgeschäft übrig. Was? Das Importgeschäft, das vor 2 Jahren untergegangen ist? Unterbrach Urs. Das ist anders. Alle sind anders, bis sie untergehen, sagte Rahel. Und in ihrer Stimme lag eine alte Müdigkeit, die Müdigkeit jemandes, der dasselbe Theaterstück zu oft gesehen hat. Das Gespräch dauerte noch eine halbe Stunde. Aurel hörte alles mit. Jedes Argument, jede Zahl, jedes kalkulierte Schweigen. Als sie sich schließlich in ihre Zimmer zurückzogen, kehrte er ins Gästezimmer zurück und setzte sich an den Rand des alten Bettes, die Füße auf dem knarrenden Holzboden. Das Foto von Heidi lag auf dem Nachttisch. Er nahm es und hielt es ihr am schwachen Licht der Petroleumlampe, die Anna angelassen hatte. »Ich habe sie gehört, Heidi«, sagte er sehr leise. Alle 3 sprachen über die Dokumente, über die Immobilien, über die Vermögenswerte. In einer halben Stunde Gespräch hat keiner von ihnen gefragt: »Wie geht es Papa? Ist ihm kalt? Hat er Hunger? Ist er gesund?« Keiner, meine Liebe, keiner der 3. Er legte das Foto neben sich auf das Kissen und starrte an die Decke mit den dunklen Holzbalken. »Morgen«, sagte er, »beginnt der nächste Teil.« Der Morgen kam mit tief hängendem Nebel über den Buchen und dem Geruch von Kaffeemilch, den Anna seit 5:30 Uhr zubereitete. Aurel stand um 6 Uhr auf, wusch sich das Gesicht mit kaltem Wasser, zog dieselbe Kleidung vom Vortag an und ging in die Küche. Anna sah ihn schweigend an und stellte ihm eine dampfende Tasse hin. »Haben Sie gestern Nacht etwas gehört?« fragte sie nach einem Moment. »Genug.« Sie nickte und rührte die schwarzen Bohnen in der Pfanne mit einem Holzkochlöffel um, der seit 20 Jahren in Gebrauch war. Um 8 Uhr kamen die 3 Kinder zum Frühstück. Aurel saß bereits am Kopfende des langen Küchentisches, die Hände um die 2. Tasse Kaffee gelegt. Er beobachtete sie, wie sie nacheinander hereinkamen. Urs kam zuerst, rasiert,
in einem marineblauen Leinenhemd, das mehr kostete als der Monatslohn jedes Arbeiters auf dem Gut. Er begrüßte seinen Vater mit einem funktionalen Guten Morgen und öffnete sein Handy. Rahel kam mit hochgestecktem Haar und bereits geschminkten Lippen um 8 Uhr morgens tadellos, als wäre Eleganz eine militärische Disziplin. Sie setzte sich neben ihren älteren Bruder und flüsterte ihm etwas ins Ohr, das Aurel nicht hören konnte. Simon kam als letzter, zerzaust, mit Augenringen. Ei am Aussehen jemandes, der nicht gut geschlafen hat oder zu viel geschlafen hat, was bei Simon dasselbe bedeuten konnte. Er schenkte sich direkt aus der Kanne Kaffee ein und setzte sich seinen Geschwistern gegenüber. »Papa«, begann Urs und legte das Handy mit dem Bildschirm nach unten auf den Tisch, was bedeutete, dass er bereit war, ein Gespräch zu führen, das seine volle Aufmerksamkeit erforderte. »Wir möchten mit dir über etwas Wichtiges sprechen.« »Welch ein Zufall«, sagte Aurel. »Ich möchte auch über etwas Wichtiges sprechen.« »Wer fängt an?« Urs lächelte leicht, das Lächeln jemandes, der glaubt, am Vorteil zu sein. »Fang du an, Papa.« »In Ordnung.« Aurel stellte die Tasse vorsichtig auf den Tisch. »Ich möchte, dass ihr wisst, dass ich gestern Abend eure Unterhaltung in der Bibliothek gehört habe. Das Schweigen, das auf den Tisch fiel, war von der Art, die länger dauert, als ein Schweigen dauern sollte.« Urs fasste sich als erster wieder. »Papa, wir haben nur diskutiert, wie wir. Ich unterschreibe 3 Dokumente, die meine Immobilien in Graubünden an eine Gesellschaft übertragen, die ihr kontrolliert. Das weiß ich habe alles gehört.« Rael richtete sich am Stuhl auf. Simon starrte in seine Kaffeetasse. »Papa«, sagte Urs mit der Stimme jemandes, der versucht, eine Position von 0 wieder aufzubauen. »Verstehst du, dass wir versucht haben, diese Vermögenswerte zu schützen? Wenn die Bank sie verwertet, ist alles verloren. Wir wollten sie nur schützen.« »Wovor?«, fragte Aurel mit chirurgischer Ruhe. »Vor der Bank oder vor mir?« Ein weiteres Schweigen. »Das ist nicht fair«, sagte Rahel. »Was ist nicht fair, meine Tochter?« »Dass ich gehört habe, was ihr gesagt habt.« Rael öffnete den Mund und schloss ihn wieder. Es war das 2. Mal, dass ihr dasselbe vor ihrem Vater innerhalb von weniger als 24 Stunden widerfuhr. Aurel bemerkte, dass dies sie zutiefst verunsicherte. Menschen, die es gewohnt sind, Situationen zu kontrollieren, hassen es, wenn jemand ihnen ihre eigenen Worte zurückgibt. »Was wir sagen wollen, Papa«, fuhr Urs fort und wechselte mit der Flüssigkeit eines erfahrenen Verhandlers das Register, »ist, dass die Situation der Gruppe kritisch ist. Notar Tanner hat uns bestätigt, dass die Gläubiger bereits Termine für die Verwertung mehrerer Vermögenswerte haben. Wenn wir jetzt nicht handeln, kann in 2 Wochen nichts mehr übrig sein. Und wo wirst du wohnen? Wie wirst du dich ernähren?« Aurel sah die 3 an. »Ich weiß es nicht«, sagte er einfach. »Genau.« Urs beugte sich vor. »Deshalb müssen wir dich bitten, uns zu vertrauen. Lass die Anwälte Wiss und Gerber alles überprüfen. Unterschreibe die Genehmigungen, die wir brauchen. Und wir kümmern uns um den Rest. Du hast genug getan, Papa. Es ist Zeit, dass du dich ausruhst.« »Dich ausruhst.« Aus Urses Mund klang es genau wie »Steh nicht am Weg.« Aurel studierte das Gesicht seines ältesten Sohnes, einen langen Moment lang. 42 Jahre. 42 Jahre. Gesichter auf der anderen Seite eines Verhandlungstisches beobachtend, lernend zu unterscheiden, wann jemand an das glaubte, was er sagte, und wann er einfach wusste, wie man es sagte. Urs wusste, wie man es sagte. Das war alles. »Die Dokumente liegen am Büro von Tanner«, sagte Aurel schließlich. »Wenn ihr darüber sprechen wollt, sprecht mit ihm.« »Aber Papa, wir brauchen deine Unterschrift, bevor...« »Mit Tanner. Urs.« Und Aurels Stimme, obwohl ruhig, hatte eine Schärfe, die seine Kinder in ihrem Leben nur sehr selten gehört hatten und die immer genau dasselbe bedeutet hatte. Dieses Gespräch ist beendet. Urs hob sein Handy vom Tisch und verließ die Küche. Rahel folgte ihm, ohne ein weiteres Wort zu sagen. Simon blieb einen Moment stehen und sah seinen Vater mit etwas an, das Aurel nicht ganz identifizieren konnte. Schuldgefühle, Zweifel oder nur das Spiegelbild eines Mannes, der so sehr daran gewöhnt war, seinen Geschwistern zu folgen, dass er nicht mehr wusste, wie er allein in einem Raum sein sollte. »Papa«, sagte Simon leise, »ich möchte nur, dass du weißt, dass du mich liebst.« Aurel kam ihm zuvor. »Ich weiß es, mein Sohn.« Simon nickte und ging. Aurel blieb allein in der Küche mit Anna, die alles vom Herd aus gehört hatte, ohne sich zu rühren. »Und?«, sagte sie schließlich, ohne aufzuhören, die Bohnen umzurühren. »Gut«, antwortete er, genau wie erwartet und genau wie ich es nicht wollte. Was danach geschah, fand am Vormittag auf dem Gutshof statt, wo ein alter Kirschbaum seine Äste über die Steine ausbreitete. Aurel saß auf einer Holzbank, als er Stimmen hörte, die er nicht sofort erkannte. Dann sah er Urses 2 Söhne, seine Enkel Nico und Jan, 12 und 9 Jahre alt, auf ihn zulaufen. Mit der unbewussten Natürlichkeit von Kindern,
die noch nicht gelernt haben, dass Erwachsene manchmal Abstand zu Menschen nehmen, die ihnen unangenehm sind. Großvater. Nico kam zuerst mit der ungestümen Energie eines 12-Jährigen. Stimmt es, dass du das Penthouse in Enge nicht mehr hast? Auel sah ihn mit Zärtlichkeit und einem Stich in der Brust an. Es stimmt, Nico. Mama sagt, du musst hier wohnen bleiben. Das kann sein. Und gibt es hier Internet? Es gibt Buchen, die mehr wert sind. Der Junge verarbeitete diese Antwort mit der Stirnfalten eines Menschen, der nicht sicher ist, ob er ernst genommen wird. Und dann rannte er ohne weitere Fragen seinem Bruder hinterher. Aurel sah sie mit dieser Mischung aus Liebe und Melancholie davonlaufen, die nur Grosseltern kennen. Die enorme, bedingungslose Liebe und die Melancholie zu wissen, dass zwischen diesen Kindern und ihm bereits eine Mauer stand, Stein für Stein von ihren Eltern gebaut, mit Worten, die beim Abendessen fielen und beiläufigen Kommentaren auf Reisen und Blicken, die die Kinder empfangen und archivieren, ohne noch zu verstehen, was sie bedeuten. In diesem Moment erschien Urs auf dem Hof, Rahel an seiner Seite und einer der Anwälte 3 Schritte entfernt. Sie stellten sich Aurel gegenüber mit der Formalität einer offiziellen Delegation. »Papa«, sagte Urs, »die Anwälte brauchen heute deine Stellungnahme. Wir können nicht länger warten.« Aurel hob den Blick vom Boden. »Meine Stellungnahme? Ob du bei der Vermögensprüfung kooperieren wirst oder nicht, ob du uns die Genehmigungen gibst oder ob du es vorziehst, dass die Bank alles verwertet, ohne dass wir etwas tun können. Das sind die beiden Optionen.« Aurel sah Rahel an. Sie hielt seinen Blick genau eine Sekunde lang und wich dann zum Kirschbaum aus. »Urs«, sagte der Alte langsam, »in 42 Jahren Geschäft habe ich nie eine wichtige Entscheidung unter künstlichem Zeitdruck getroffen, und ich werde jetzt nicht damit anfangen. Das ist nicht künstlich, Papa, das ist echt. Alles ist echt, mein Sohn. Die Frage ist, wie dringend es für dich ist und warum.« Der Anwalt, unbehaglich, machte einen kleinen Schritt zurück. Urs presste die Kiefer zusammen. »Sehr gut«, sagte er schließlich. »Heute Abend nehmen wir den Flug zurück in die Stadt. Wenn du deine Meinung änderst, weißt du, wie du uns erreichst.« Und er drehte sich um. Rahel folgte ihm, ohne sich umzusehen. Der Anwalt folgte beiden mit der diskreten Geschwindigkeit jemandes, der weiß, dass es Zeit ist, sich zurückzuziehen. Aurel sah sie gehen. Anna, die mit einem Tuch in den Händen an der Küchentür erschienen war, sah sie ebenfalls. »Sie gehen?« fragte sie. »Sie gehen«, bestätigte Aurel. Und Simon? Wie als Antwort hörten sie den Motor des roten Porsche in der Garage anspringen. »Auch«, sagte der Alte. Der Hof wurde still. Nur der Kirschbaum, die Brise und das entfernte Geräusch des Motors, der sich auf dem Schotterweg entfernte. Aurel steckte die Hand in die linke Hemdtasche und holte das Foto von Heidi heraus. Er sah es lange an. »Niemand hat gefragt, ob ich heute Nacht irgendwo schlafen kann«, sagte er sehr leise. »Niemand hat gefragt, ob ich gegessen habe. Niemand bot an, mir etwas zu bringen, einen weiteren Tag zu bleiben, um sicherzustellen, dass es mir gut ging. Sie kamen wegen Papieren, Heidi, und als ich Nein sagte, gingen sie. Er machte eine Pause. 3 Kinder, so einfach, so klar. Anna wischte sich die Augen mit dem Tuch ab, das sie in den Händen hielt, und ging schweigend hinein. Aurel steckte das Foto über seinem Herzen weg. Morgen würde er mit Tanner sprechen. Morgen würde die nächste Phase beginnen. Denn was er in diesen 2 Tagen gesehen hatte, war keine Ambition, keine Gier, nicht einmal Bosheit. Es war etwas Einfacheres und Schrecklicheres. Gleichgültigkeit. Seine 3 ältesten Kinder sahen ihn einfach nicht. Sie sahen seine Immobilien, seine Vermögenswerte, seine Unterschrift. Aber ihn, Aurel Meyer-Baumgartner, den Mann, der sie als Kinder getragen hatte, als sie Fieber hatten und der eine ganze Nacht lang weinend wach geblieben war, als Urs mit 16 Jahren seinen Motorradunfall hatte. Diesen Mann sahen sie nicht. Und irgendwo in der Stadt arbeitete eine 40-jährige Frau, ihre 1-2 Stunden Schicht in einem Spital I am Kreis 4, ohne zu wissen, dass ihr Vater unter einem Kirschbaum saß und sich fragte, ob sie die Ausnahme einer Regel war, die er nicht länger existieren lassen wollte. Das war es, was noch zu entdecken blieb. Das letzte und wichtigste Puzzleteil. Und Aurel würde so lange warten, wie es nötig war, um es zu sehen. »Herr, geht es Ihnen gut? Herr, hören Sie mich?« Die Stimme kam wie aus einer anderen Welt, warm, dringend, mit dieser besonderen Kadenz jemandes, der jahrelang gelernt hat, mit Menschen zu sprechen, die vielleicht nicht antworten können. Aurel öffnete langsam die Augen, und das Erste, was er sah, war ein grauer Novemberhimmel, tief und schwer, mit Wolken, die schon vor Sonnenaufgang Regen drohten. Das Zweite, was er sah, war das Gesicht seiner jüngsten Tochter, das sich über ihn beugte, mit weit geöffneten Augen und den Händen, die bereits sein Handgelenk suchten, um seinen Puls zu fühlen. Lea Baumgartner war 40 Jahre alt und hatte alle ihre Jahre direkt gelebt, ohne Netz. Sie war die jüngste der 4 Kinder, die einzige, die Medizin statt Betriebswirtschaft oder Jura studiert hatte, die einzige, die die Wohnung abgelehnt hatte, die ihr Vater ihr nach dem Abschluss schenken wollte.
und gesagt hatte, sie würde sie lieber selbst bezahlen, auch wenn es 20 Jahre dauern würde. Sie hatte dunkles Haar, das zu einem straffen Zopf gebunden war, Krankenschwesternhände, stark, präzise, ohne störende Ringe und einen Blick, den sie auf den Spitalfluren gelernt hatte, zwischen dem Schmerz zu unterscheiden, der gelindert werden kann, und dem, der nur begleitet werden kann. Aurel saß auf der Bank an der Eichhofstraße 4 Häuserblocks vom Gut Buchenried entfernt, wo er an diesem Morgen dem mit Tanner vereinbarten Plan folgend zu Fuß gegangen war. Die nächste Phase erforderte, dass Lea ihn außerhalb des Gutes, auf neutralem Boden, ohne den Kontext des Eigentums oder den Schatten ihrer Geschwister fand. Es erforderte, dass sie ihn als das sah, was er vorgab zu sein, ein alter, alleinstehender Mann, ohne Mittel, ohne jemanden. Was Aurel nicht kalkuliert hatte, war, dass die Novemberkälte in dieser Höhe über dem Meeresspiegel erheblich brutaler war als die Kälte, an die er sich aus seiner Kindheit erinnerte, und dass ein 78-jähriger Körper nicht dasselbe reagierte wie ein 70-jähriger Körper, wenn die Temperatur unter 10 Grad vor 8 Uhr morgens fiel. »Mir geht es gut«, sagte er, obwohl seine Stimme heiser klang und sein erster Versuch, sich aufzurichten, von einem Schwindel abgebrochen wurde, den er nicht vortäuschte, weil er vollkommen echt war. »Bewegen Sie sich nicht.« Lea hatte bereits die Finger an seinem Handgelenk, zählte, die Augen fest auf die Uhr ihres Handys gerichtet. »Haben Sie Vorerkrankungen? Nehmen Sie Medikamente?« Aurel sah sie von unten an und spürte etwas, das er seit Jahren nicht mehr gespürt hatte. Keine Nostalgie, keinen Stolz, sondern etwas Ursprünglicheres und Ehrlicheres. Den Wunsch, dass sie es noch nicht wusste. Den Wunsch, dass diese Szene, dieser Moment, in dem sie ihn ansah, ohne zu wissen, wer er wirklich war, oder besser gesagt, ohne zu wissen, dass sie es bereits perfekt wusste, dass er ihr Vater war, aber ihn ansah, wie sie jeden hilfsbedürftigen Alten auf der Straße ansehen würde. Dieser Moment sollte noch etwas länger dauern, denn in Leas Blick gab es keine Berechnung, nicht den Bruchteil einer Sekunde des Zweifels, den er bei Urs gesehen hatte. Es gab keinen Schritt zurück, um zu beurteilen, ob das Problem ihres war oder nicht. Es gab einfach vollständige, unmittelbare, bedingungslose Präsenz. Bluthochdruck, gab Aurel zu. Und die Kälte hat mich erwischt. »Haben Sie heute Morgen gegessen?« »Nur einen Kaffee.« Lea schloss für eine Sekunde die Augen mit dem Ausdruck jemandes, der gerade eine bereits vermutete Diagnose bestätigt hat. »Ich werde Ihnen langsam helfen, aufzustehen. Stützen Sie sich auf mich.« »Nicht nötig, Fräulein. Ich kann das.« »Mit allem Respekt, Herr. Sie können das nicht. Sie haben es bereits versucht und wären fast gefallen. Stützen Sie sich.« Aurel gehorchte, und als Lea ihren Arm unter seinen legte und ihm mit der ruhigen Festigkeit jemandes, der diese Bewegung tausende Male gemacht hat, beim Aufstehen half, spürte er das Gewicht von etwas, das in keiner Sprache, die er gelernt hatte, einen Namen hatte. Das Gewicht, gepflegt zu werden, ohne dass jemand weiß, dass man wichtig ist. Das Gewicht, für eine andere Person zu existieren, einfach weil man existiert. Ohne Nachnamen, ohne Firma, ohne millionenschwere Unterschrift. »Ich habe mein Auto einen halben Block entfernt«, sagte Lea. »Ich bringe Sie ins Warme, und Sie sagen mir, wie Sie heißen und ob ich jemanden anrufen soll.« »Aurel«, sagte er. »Aurel, was noch?« Eine Sekunde Pause, fast unmerklich. »Baumgartner.« Lea hielt inne. Sie sah ihn an. Aurel sah sie zurück, und in diesem Moment wusste er, dass der Plan die Wendung genommen hatte, vor der Tanner ihn gewarnt hatte. Der Moment, in dem Realität und Fiktion aufeinander trafen, und es gab kein Drehbuch mehr, das ausreichte. »Papa«, sagte Lea, nicht als Frage, sondern als Bestätigung von etwas, das ihre Augen bereits wussten und ihr Kopf 3 Sekunden gebraucht hatte, um zu verarbeiten. »Hallo, meine Tochter.« Sie sagte einen Moment lang nichts, ein Moment, der sich zwischen ihnen ausbreitete, wie die Stille nach einem Donnerschlag. Dann, ohne ihn loszulassen, ohne den Arm zu lockern, der ihn hielt, sagte sie, »Warum bist du bei dieser Kälte auf der Straße?« »Lange Geschichte. Ich habe Zeit. Ich dachte, du kommst vom Dienst. Ich bin vor einer Stunde gegangen. Anna hat mich angerufen.« Aurel machte sich eine Notiz, um mit Anna zu sprechen, obwohl er, während er mit dem Arm seiner Tochter zum Auto ging, nicht sicher war, ob er sie wirklich zurechtweisen wollte. Anna hatte 31 Jahre lang die richtigen Entscheidungen getroffen. Diese war wahrscheinlich auch richtig. Leas Wohnung befand sich am 5. Stock eines Gebäudes ohne Aufzug am Zürcher Kreis 4, 140 Kilometer von Buchenried entfernt, das sie nach 2 Stunden Fahrt in ihrem VW Jetta Baujahr 2018 erreichten, mit voll aufgedrehter Heizung und einem Schweigen zwischen den beiden, das während der Fahrt seine Textur änderte. Anfangs dicht und beladen, dann weicher wie Erde, die durch Regen aufweicht. Es war eine kleine Wohnung, 70 Quadratmeter, mit funktionalen Möbeln, ohne luxuriöse Ansprüche, aber mit einer makellosen Ordnung,
die von jemandem sprach, der gelernt hatte, würde in kleinen Räumen zu finden. Überall lagen Bücher, medizinische Handbücher, Romane, ein paar Geschichtsbücher, die Aurel als Titel erkannte, die er selbst gelesen hatte. Pflanzen auf dem Balkon, ein Foto am Wohnzimmer, das ihn jäh innehalten ließ. Es war ein altes Familienfoto. Die 4 Kinder mit Aurel und Heidi auf Gut Buchenried an einem Ostersonntag vor vielleicht 30 Jahren. Urs Ernst mit seiner bereits frühreifen Erwachsenenhaltung. Rahel lächelte für die Kamera mit diesem kalkulierten Lächeln, das sie seit ihrem 12. Lebensjahr gehabt hatte. Simon, der Grimassen schnitt, unmöglich stillzuhalten. Und Lea, etwa 10 Jahre alt, mit den Armen um den Hals ihrer Mutter und dem Kopf an Heidis Schulter gelehnt, als wäre dies der genaue Mittelpunkt der Welt. »Setz dich«, sagte Lea aus der Küche, »ich mache dir etwas zu essen.« »Das ist nicht nötig, meine Tochter. Hör auf zu sagen, dass Dinge nicht nötig sind, wenn sie es offensichtlich sind.« Ihre Stimme kam direkt, ohne Schärfe, einfach ehrlich. »Wann hast du das letzte Mal wirklich etwas gegessen?« Aurel rechnete nach, und das Ergebnis gefiel ihm nicht. Gestern Mittag. Das Schweigen in der Küche dauerte genau so lange, wie Lea brauchte, um diese Information zu verarbeiten und zu entscheiden, dass es sich nicht lohnte zu sagen, was sie darüber dachte, denn es zu sagen würde nicht ändern, was bereits geschehen war. »Eier und Bohnen«, sagte sie schließlich. »Dauert 15 Minuten.« Aurel setzte sich auf das Sofa am Wohnzimmer und betrachtete die Wohnung mit den Augen eines Mannes, der lernt, das zu sehen, was immer vor ihm lag. Auf dem Esstisch stand eine Schreibtischlampe mit Spitalpapieren, Dienstplänen, Protokollen, etwas, das wie eine Zertifizierungsprüfung aussah. Unter dem Stuhl standen saubere, aber abgenutzte Krankenschwesternschuhe. An der Wand hing ein Kalender mit rot und blau markierten Diensten. Und am November gab es genau 2 freie Tage. Beide bereits mit Verpflichtungen markiert, Oma Meier, Geburtstag und Zertifizierung Uni Zürich. »Wann hast du geschlafen?« fragte er, als sie den Kaffee brachte. »Letzte Nacht, 4 Stunden zwischen den Schichten.« »Und wie lange hast du diese Belastung schon?« Lea setzte sich mit ihrer eigenen Tasse ihm gegenüber und sah ihn mit dieser Ruhe an, die Aurel bei den besten Ärzten, die er in seinem Leben gekannt hatte, beobachtet hatte. Die Ruhe jemandes, der genug gesehen hat, um sich nicht leicht erschrecken zu lassen, aber noch nicht die Fähigkeit verloren hat, dass ihm die Dinge wichtig sind. »Papa, bevor ich das beantworte, muss ich wissen, was los ist. Anna sagte mir, du seist vor 2 Tagen mit einer Stofftasche und Arbeitskleidung auf dem Gut angekommen. Urs rief mich gestern an und sagte, die Firma sei bankrott, und heute Morgen finde ich dich mit leichter Unterkühlung auf der Eichhofstraße sitzend und seit gestern nichts gegessen. Es war keine Unterkühlung, es war der Anfang einer »Papa, was ist los?« Aurel sah in seinen Kaffee, sah das Foto an der Wand, sah seine Tochter an und spürte zum ersten Mal, seit der Plan begonnen hatte, den echten Impuls, alles zu erzählen. Nicht, weil der Plan es erforderte, noch nicht, sondern weil es sich vor Lea mit ihren 4 Stunden Schlaf und ihren rot markierten Schichten und ihrer direkten Frage ohne verborgenes Interesse wie ein Akt der Gewalt gegen etwas anfühlte, das das nicht verdiente. Er hielt inne. Es war nicht der Moment. Tanner war klar gewesen. Der Prozess musste abgeschlossen werden. Aber er erlaubte sich eine Sache, die er nicht geplant hatte. »Mir geht es gut, Lea«, sagte er. »Besser als ich aussehe. Aber ich habe viel verloren und brauche Zeit, um die Dinge zu ordnen. Hast du eine Unterkunft? Ich habe das Gut. Das Gut ist 140 Kilometer entfernt und hat seit 2020 undichte Stellen am Nordflügel. Woher weißt du das? Weil ich hier im August mit Anna dort war, um sie zu reparieren.« Gesagt mit der absoluten Natürlichkeit jemandes, der nicht der Meinung ist, dass dies einer größeren Erklärung bedarf. Aurel sah sie an. Sie fügte nichts hinzu, denn für sie gab es nichts hinzuzufügen. Es gab ein Problem. Sie hatte es gelöst. Es gab keine Erwähnung der Kosten. Es gab keinen Hinweis darauf, dass sich sonst niemand darum gekümmert hatte. Es gab keine Flagge, die Verdienste beanspruchte. Nur die nackte Tatsache. Es gab undichte Stellen. Sie hat sie repariert. »Ich bleibe auf dem Gut«, insistierte Aurel. »Dann bleibe ich auch dieses Wochenende.« »Das ist nicht nötig, Papa.« Lea sah ihn mit dieser erschöpften und zärtlichen Geduld an, die nur Kinder haben, die ihre Eltern gepflegt haben, bevor ihre Eltern Pflege brauchten. »Hör auf und iss jetzt.« Aurel aß die Eier mit schwarzen Bohnen und frisch zubereiteten Tortillas, die Lea in 15 Minuten zubereitet hatte, hatten einen Geschmack, den kein Restaurant, das er in 42 Jahren Geschäftsleben besucht hatte, jemals nachahmen konnte. Der Geschmack von Essen, das von jemandem zubereitet wurde, der Hunger hat, dass es dir gut geht. Er aß schweigend. Lea aß ihm gegenüber, überprüfte beiläufig die Unterlagen der Zertifizierungsprüfung, ohne daraus ein Drama zu machen. Mit der Natürlichkeit jemandes, der die verfügbare Zeit nutzt. »Wann ist die Prüfung?« fragte er. »Donnerstag.«
Bist du vorbereitet? Fast. Ich muss noch den Abschnitt pädiatrische Pharmakologie wiederholen. Und wirst du Zeit haben? Ich werde es tun. Ohne Betonung, ohne Heroismus. Nur der Ton jemandes, der gelernt hat, dass Zeit geschaffen wird, wenn die Dinge wichtig sind. Aurel aß seinen Teller leer und legte das Besteck vorsichtig ab. Dann, ohne es zu suchen, ohne es für diesen Moment geplant zu haben, sagte er: Deine Mutter wäre sehr stolz auf dich, Lea. Sie hob die Augen von den Papieren, hielt sie einen Moment lang auf ihren Vater gerichtet, indem etwas über ihr Gesicht huschte. Etwas, das nicht genau Traurigkeit war, sondern der sanfte Schatten, den die Abwesenheit jemandes hinterlässt, der nicht mehr da ist, aber immer noch real ist. Und du? Fragte sie leise. Ich auch, sagte er, immer, auch wenn ich es dir nicht immer so gesagt habe, wie ich sollte. Lea nickte, legte die Papiere weg und stand auf, um abzuwaschen. An diesem Nachmittag rief Nota Tanner auf Aurels Telefon an, ein einfaches Prepaid-Handy, das er speziell für den Plan gekauft hatte, mit einer Stimme, die einen Ton hatte, den Aurel in 30 Jahren beruflicher Beziehung noch nie gehört hatte. Echte Dringlichkeit. Aurel, es gibt eine Entwicklung, die Sie wissen müssen. Urs hat einen Privatdetektiv engagiert. Sie überprüfen die Immobilien in Graubünden, um zu sehen, ob es versteckte Vermögenswerte gibt, die nicht in den öffentlichen Registern erscheinen. Wenn Sie etwas finden, werden Sie vor Gericht gehen, bevor wir uns bewegen können. Aurel ging auf den Balkon der Buchen von Leas Wohnung. Unten ging die Quartierstraße I am Kreis 4 ihren gewöhnlichen Dienstagnachmittagsrhythmus. Wie viel Zeit haben wir? Eine Woche, vielleicht 2, wenn wir Glück haben. Das rechtliche Schema ist noch intakt. Vorerst ja. Aber wenn Urs die Stiftung in Graubünden findet, bevor sie den nächsten Schritt tun, wird es sehr kompliziert. Aurel dachte einen Moment lang nach. Beschleunigen Sie die nächste Phase, Tanner. Rufen Sie alle 4 zusammen. Sagen Sie ihnen, dass es Neuigkeiten zu den Vermögenswerten gibt und dass Sie auf dem Gut anwesend sein müssen. Auf dem Gut nächsten Donnerstag. Und Sie? Inzwischen? Der Alte sah in die Wohnung, wo Lea wieder zu ihren Zertifizierungspapieren zurückgekehrt war, mit einer Tasse Tee in der Hand und den müden, konzentrierten Augen jemandes, der nicht aufgeben wird, auch wenn der Körper das Gegenteil verlangt. Inzwischen, sagte Aurel, bin ich genau dort, wo ich sein muss. Er legte das Telefon auf, steckte das Gerät weg und starrte auf den grauen Novemberhimmel über der Stadt, spürte das Gewicht dessen, was er wusste, und die kleine, aber reale Wärme, die aus der Wohnung hinter ihm kam. Die nächste Woche würde die letzte des Plans sein, und Aurel wusste bereits mit der Gewissheit, die nur das genug Gesehene gibt, dass die Entscheidung, die er am Ende treffen würde, schon immer getroffen war. Er hatte nur gebraucht, dass das Leben es ihm bestätigte. Wenn der Alte nicht sprechen will, finden wir einen anderen Weg hinein. Es ist mir egal wie, wiss, dafür bezahle ich dich. Urs Anruf war von dem Überwachungssystem abgefangen worden, das Notar Tanner Wochen zuvor mit allen entsprechenden rechtlichen Genehmigungen auf den Firmenhandys der Baumgartner-Gruppe installiert hatte. Es war Dienstagabend. Aurel hörte die Aufnahme I am Büro von Tanner in Zürich, die Hände auf den Knien, den ruhigen Ausdruck jemandes, der aufgehört hat, sich zu wundern, aber noch nicht aufgehört hat zu fühlen. Was bedeutet, einen anderen Weg hineinfinden? Fragte Aurel, als die Aufnahme endete. Tanner rückte seine Brille auf dem Nasenrücken zurecht mit dieser Geste, die er machte, wenn die Nachrichten nicht angenehm sein würden. Es bedeutet, dass Rechtsanwalt Wiss Kontakte Pirmpf am Grundbuchamt hat. Sie können die Akten der Stiftung in Graubünden inoffiziell einsehen. Das ist nicht legal, aber schwer zu beweisen, und wenn wir es entdecken, ist der Schaden bereits angerichtet. Und was finden Sie, wenn Sie darauf zugreifen? Nichts, was nicht da sein sollte. Die Stiftung ist perfekt auf Ihren Namen mit allen ordnungsgemäßen Urkunden eingerichtet. Aber wenn Sie sie vor der Besprechung am Donnerstag finden, haben Sie Zeit, eigene Anwälte zu beauftragen, um die Gültigkeit anzufechten. Argumentieren, dass Sie am Zustand der Urteilsunfähigkeit gegründet haben. Dass Betrug vorlag, dass ich senil bin, sagte Aurel. Das wäre Ihre Argumentationslinie. Ja. Aurel nickte langsam. Es war keine Überraschung, was er fühlte. Es war eher die schmerzhafte Bestätigung eines Verdachts, den man jahrelang hegt, in der Hoffnung, dass das Leben ihn widerlegt. Wie viel Zeit haben Sie, um die Stiftung zu schützen, bevor Sie handeln können? Wenn wir die Bestätigungsdokumente diese Woche unterschreiben, sichern wir die Position ab. Damit würde ein Richter, selbst wenn Sie anfechten, Jahre brauchen, um zu entscheiden, und die Erfolgswahrscheinlichkeit für Sie ist minimal. Tun Sie es diese Woche. Tanner nickte und begann, in sein Notizbuch zu schreiben. Aber Aurel sah ihn nicht mehr an. Er sah auf die Karte der Baumgartner-Gruppe, die gerahmt an der Wand des Büros hing. Eine Karte, die er selbst vor 20 Jahren in Auftrag gegeben hatte, mit jedem Vermögenswert in einer anderen Farbe markiert, je nach Kategorie. Grün für landwirtschaftliche Flächen, blau für städtische Immobilien
rot für Industrieanlagen, 42 Jahre Arbeit reduziert auf farbige Punkte auf Papier. »Tanner«, sagte er plötzlich. »Aurel, haben Sie Kinder?« Der Notar sah ihn mit dem Ausdruck jemandes an, der diese Wendung am Gespräch nicht erwartet hatte. »3. Einen Sohn und 2 Töchter. Lieben Sie sie?« Eine Pause. »Ich glaube ja. Ich hoffe es. Kennen Sie den Unterschied zwischen zu glauben, dass Sie sie lieben, und zu wissen, dass Sie sie lieben?« Tanner überlegte die Frage mit der Ernsthaftigkeit, die sie verdiente. »Der Unterschied ist, es bewiesen zu haben.« »Der Unterschied«, sagte Aurel, »ist zu sehen, wie Sie sich verhalten, wenn es nichts zu gewinnen gibt.« Am Mittwochmorgen kam Urs Meier-Baumgartner ohne Vorankündigung in einem Lieferwagen mit getönten Scheiben, der nicht seiner war, auf dem Gut Buchenried an. Er wurde von Rechtsanwalt Wiss und einem weiteren Mann begleitet, den Anna nicht erkannte und der sich nicht identifizierte. Alle 3 trugen Aktenkoffer. Anna empfing sie an der Haupttür mit der absoluten Ruhe jemandes, der gelernt hat, dass die beste Verteidigung darin besteht, nicht zu zeigen, dass man sich verteidigt. »Herr Baumgartner, Ihr Vater ist am Moment nicht auf dem Gut. Ich komme nicht, um meinen Vater zu sehen«, sagte Urs. »Ich komme, um einige Dokumente am Archiv des Anwesens zu überprüfen. Ich habe als Aktionär der Gruppe das Recht dazu. Die Archive des Gutes sind persönliches Eigentum von Aurel, keine Vermögenswerte der Gruppe. Wenn Sie darauf zugreifen möchten, benötigen Sie seine Genehmigung.« Urs sah sie eine Sekunde lang mit diesem Blick eines Mannes an, der es gewohnt ist, dass Hindernisse nur vorübergehend sind. »Anna, wir kennen uns seit 30 Jahren. 31, Herr Baumgartner. Und in 31 Jahren hat Ihr Vater mich nie gebeten, jemanden ohne seine Genehmigung hereinzulassen. Diese Anweisung ist immer noch gültig.« Rechtsanwalt Wiss flüsterte Urs etwas ins Ohr. Urs nickte leicht. »Sehr gut«, sagte er. »Sagen Sie meinem Vater, dass ich mit ihm sprechen muss. Heute. Ich werde die Nachricht übermitteln.« Die 3 Männer gingen. Anna schloss die Haupttür mit der Gelassenheit eines alten Baumes, der viele Stürme überlebt hat. Sie nahm ihr Telefon und wählte Aurels Nummer. Urs war hier mit Wiss und jemand anderem. Sie wollten auf das Archiv zugreifen. »Sind Sie hineingekommen?« »Nein. Geht es Ihnen gut?« »Perfekt. Dir geht es auch gut, nicht wahr?« »Immer, Aurel. Gut. Am Donnerstag um 10 Uhr sind alle hier. Bereiten Sie den großen Salon vor.« Was Aurel nicht wusste, obwohl Tanner es Stunden später herausfinden würde, war, dass während Urs die Aufmerksamkeit auf dem Gut ablenkte, Rahel in Zürich auf eigene Faust handelte. Rahel Baumgartner-Steiner hatte die letzten 4 Tage mit einer Akribie recherchiert, die ihre Brüder ihr nicht zutrauten. Denn Rahel war die intelligenteste der 3 und auch die vorsichtigste, dies nicht zu zeigen, wenn es ihr nicht passte. Sie hatte alle verfügbaren öffentlichen Register überprüft, mit 3 auf Erbrecht spezialisierten Anwälten gesprochen und war zu dem Schluss gekommen, der sie nachts wach hielt. Wenn ihr Vater in den letzten 5 Jahren eine Stiftung oder ein Vermögensschutzinstrument gegründet hatte, war dieses Instrument potenziell anfechtbar, wenn nachgewiesen werden konnte, dass sein geistiger Zustand begonnen hatte, sich zu verschlechtern. Es war nicht wahr, sie wusste es. Aber die Wahrheit und das, was man vor einem Richter argumentieren kann, sind 2 verschiedene Dinge. Und Rahel war in einer Geschäftswelt aufgewachsen, in der diese Unterscheidung alltäglich war. Was sie brauchte, war ein Arzt. Speziell brauchte sie ein psychiatrisches Gutachten, das vorsichtig andeutete, dass Aurel Anzeichen altersbedingter kognitiver Beeinträchtigungen zeigte. Keine feste Diagnose, nur eine vorläufige Einschätzung, die ihre Anwälte als Ausgangspunkt nutzen konnten. Die Person, die sie anrief, um dies zu bekommen, war Dr. Urs Fischer, ein 60-jähriger Psychiater, der Mitglieder der Familie Steiner 2 Jahrzehnte lang behandelt hatte und die moralische Flexibilität jemandes besaß, der lange Zeit sehr gut bezahlt wurde, ohne zu viele Fragen zu stellen. »Ich muss, dass Sie meinen Vater beurteilen«, sagte Rahel ihm am Telefon mit der Stimme jemandes, der eine völlig vernünftige Bitte stellt. »Wann?« »Vor Donnerstag. Er weiß, dass ich ihn beurteilen werde.« Eine kalkulierte Pause. »Wir werden sagen, es ist eine Routineuntersuchung, wegen seines Alters.« Dr. Fischer machte ebenfalls eine Pause. »Rahel, was Sie von mir verlangen, hat ethische Implikationen. Hör mal, Urs, ich spreche von 50.000 Franken für einen Nachmittag Arbeit.« Eine weitere, kürzere Pause. »Wann schickst du mir die Daten für den Termin?« Tanner fing diesen Anruf am nächsten Tag ab und teilte ihn Aurel mit der Ernsthaftigkeit jemandes mit, der in seinem Berufsleben viel gesehen hat. Aber dies empörte ihn immer noch. Aurel hörte die Aufnahme unbewegt an, dann hörte er sie noch einmal. Dann schwieg er eine Weile, die Tanner nicht unterbrach, weil er gelernt hatte zu erkennen, wann Aurels Schweigen Verarbeitung und wann es eine Entscheidung war. »War Rahel schon immer so?« fragte er schließlich, und etwas in seiner Stimme, das Tanner in 30 Jahren noch nie gehört hatte. »Keine Wut,
sondern Ratlosigkeit. Die Ratlosigkeit eines Vaters, der Jahrzehnte damit verbracht hat, ein Bild von seinen Kindern aufzubauen und entdeckt, dass dieses Bild Risse hatte, die er nicht sehen konnte. Aurel, ich glaube nicht. Antworte nicht. Eine Pause. Als meine Kinder klein waren, war Rahel diejenige, die mich am meisten umarmte, die mir entgegenrannte, wenn ich nach Hause kam, die sonntags auf meinem Schoß einschlief. Wann hat sie aufgehört, dieses Mädchen zu sein? Tanner hatte darauf keine Antwort. Niemand hatte sie. Sagen Sie den Termin mit Dr. Fischer ab, sagte Aurel. Machen Sie es so, dass die Absage und die Gründe, aus denen sie ursprünglich beantragt wurde, als Beweis, als Teil der Akte für Donnerstag, dokumentiert werden. Simon hatte inzwischen einen anderen Weg eingeschlagen. Wenn Urs mit der Kälte eines Strategen und Rahel mit der Präzision eines Chirurgen handelte, agierte Simon wie immer, mit Charme, Improvisation und der Hoffnung, dass sich irgendeine Tür öffnen würde, bevor alle anderen endgültig geschlossen wurden. Am Mittwochnachmittag erschien er ohne Vorankündigung in Leas Wohnung, mit einer Flasche Rotwein und dem Lächeln jemandes, der weiß, dass er etwas braucht, aber lieber so tut, als käme er, um etwas zu geben. Lea öffnete die Tür mit dem Gesicht jemandes, der gerade eine 1-2 Stunden Schicht beendet hat und genau das Letzte fand, was er erwartet hatte. »Simon, was machst du hier? Ich wollte dich besuchen, kleine Schwester.« Die Umarmung war der Form nach echt, aber I am Timing kalkuliert. Und Lea, die jahrelang mit vulnerablen Menschen gearbeitet und gelernt hatte, zwischen Zuneigung und instrumenteller Zuneigung zu unterscheiden, ließ ihn herein, weil er ihr Bruder war, aber sie hielt den Abstand, den man immer hält, wenn man bereits weiß, dass das Gespräch nicht nur um Wein gehen wird. Sie setzten sich ins Wohnzimmer. Simon entkorkte den Wein mit der Selbstverständlichkeit jemandes, der in seinem Leben noch nie einen Korkenzieher suchen musste. Er goss die beiden Gläser ein. Er sprach 10 Minuten lang über allgemeine Dinge. Die Kälte, der Verkehr, ein neues Restaurant in Zürich West. Lea hörte ihm geduldig zu. »Was brauchst du, Simon?« sagte sie schließlich. Er lächelte. Das Lächeln jemandes, der weiß, dass er durchschaut wurde, aber beschließt, die Taktik nicht zu ändern. »Ich brauche, dass du mit Papa sprichst.« »Worüber?« »Über die Dokumente, die Urs ihn gebeten hat, zu unterschreiben.« »Warum sollte ich mit Papa darüber sprechen müssen?« »Weil er auf dich hört. Er hat dir immer mehr zugehört als uns. Wenn du ihm erklärst, dass es zum Schutz der Familienvermögenswerte ist, dass wir nicht versuchen, ihm etwas wegzunehmen.« Lees Stimme war nicht wütend. Sie war einfach direkt, mit dieser besonderen Qualität derer, die gelernt haben, dass Klarheit freundlicher ist als Ausweichen. Papa ist 78 Jahre alt. Er hat seine volle geistige Kapazität intakt und ist vollkommen fähig, seine eigenen Entscheidungen über seine eigenen Immobilien zu treffen. Ich werde nicht mit ihm sprechen, um ihn davon zu überzeugen, etwas zu tun, was er nicht tun will. Das ist nicht ihn schützen. Das ist das Gegenteil. Simon trank einen Schluck Wein. Als er wieder sprach, hatte sich etwas in seiner Stimme geändert. Nicht die Taktik, sondern die Textur. »Lea, ich schulde Geld. Viel Geld. Wenn das nicht gelöst wird, wird Ernst Brunner Leute schicken. Und das ist keine Redewendung, Lea. Das ist wörtlich.« Lea sah ihn an. Sie sah ihren Bruder an, den 44-jährigen Mann, der mit dem teuren Wein und dem trainierten Lächeln vor ihr saß, und die echte Angst unter all dem. Die Angst eines großen Kindes, das zu lange mit dem Feuer gespielt hat und jetzt nicht weiß, wie es davon erzählen soll, ohne sich zu verbrennen. »Wie viel?« sagte sie. »Fast 3 Millionen. Schweigen. Papa weiß es, nicht wahr? Urs benutzt es als Waffe, nicht als Hilfe.« Lea stellte ihr Glas auf den Tisch, beugte sich mit den Ellbogen auf die Knie nach vorne. »Simon, ich habe 32.000 Franken auf der Bank. Die Ersparnisse aus 3 Jahren Doppelschichten. Ich kann dir keine 3 Millionen geben, die ich nicht habe. Und ich werde Papa nicht dazu bringen, etwas zu unterschreiben, was er nicht unterschreiben will. Was ich tun kann, ist, dich zu begleiten, um eine echte Lösung zu finden, einen Anwalt, der mit Ernst Brunner verhandelt, einen Zahlungsplan. Es ist nicht so einfach. Nichts Wichtiges ist einfach. Aber das ist nicht der Weg, Simon.« Simon starrte lange in sein Glas und sagte dann mit einer Stimme, die Lea seit ihrer Kindheit nicht mehr gehört hatte: »Glaubst du, Papa wird mir verzeihen?« Lea antwortete nicht sofort, denn es war eine echte Frage unter allem anderen, unter dem Wein und der Taktik und den 3 Millionen und dem unangekündigten Besuch. Es war die Frage jemandes, der zu viele Abkürzungen genommen hat und sich plötzlich an einem Ort wiederfindet, von dem aus er den Rückweg nicht gut sehen kann. »Wenn du ihn wirklich darum bittest«, sagte Lea schließlich. »Ja, Papa hat immer wirklich verziehen. Das Problem ist, wenn man um Vergebung bittet, um gut dazustehen und nicht, weil man es fühlt.« Simon nickte. Er trank den Wein leer. Er stand auf, um zu gehen. An der Tür, bevor er hinausging, drehte er sich um. »Le, du bist die Beste von uns allen.
Das warst du immer. Sag das nicht, sagte sie. Warum nicht? Weil es wie ein Abschied klingt. Simon lächelte, und diesmal war das Lächeln völlig echt, ohne Berechnung, ohne zweite Ebene. Das Lächeln jemandes, der gerade etwas gehört hat, das er hören musste, auch wenn er nicht wusste, dass er es brauchte, und ging. Lea schloss die Tür, lehnte sich einen Moment lang daran und blickte schweigend in die Wohnung. Die Pflanzen auf dem Balkon, die Bücher, das Osterfoto mit ihren Eltern und Geschwistern. Dann nahm sie ihr Telefon und rief ihren Vater an. »Papa, geht es dir gut?« »Mir geht es gut, meine Tochter. Du, Simon ist gerade gegangen. Eine Pause.« »Ich weiß«, sagte Aurel. »Woher weißt du das?« »Weil ich dich kenne und weil ich Simon kenne.« »Geht es dir gut?« »Ja, Papa. Am Donnerstag komme ich mit dir auf das Gut.« »Nein, Papa. Eine lange Pause.« »In Ordnung, meine Tochter. Am Donnerstag.« Lea legte das Telefon auf, schaltete das Licht am Wohnzimmer aus und spürte in der Dunkelheit der kleinen, ordentlichen Wohnung, dass sich etwas ändern würde, obwohl sie noch nicht genau wusste, was, wie oder zu welchem Preis für alle. Was sie wusste, war, dass sie da sein würde, dass das ihre Aufgabe war, da zu sein, und dass manchmal das Dasein alles ist, was man braucht, damit jemand nicht fällt, was das Geld offenbart. »Es gibt noch eine letzte Sache, die ich vor Donnerstag erledigen möchte«, sagte Aurel, und Notar Tanner sah ihn vom anderen Ende des Schreibtisches mit dem Ausdruck jemandes an, der gelernt hat, dass, wenn Aurel deine letzte Sache sagt, es normalerweise die wichtigste von allen ist. Es war Mittwochabend, weniger als 16 Stunden bis zur Besprechung auf dem Gut. Die Dokumente waren unterschrieben, die Stiftung abgesichert, die Aufzeichnungen geordnet, die Beweismittel mit der Akribie katalogisiert, die man in 4 Jahrzehnten gelernt hatte, dass Details die Ergebnisse entscheiden. Alles war an seinem Platz, alles, außer dieser letzten Sache. »Ich möchte jeden der 3 besuchen«, sagte Aurel. »Heute Abend, immer noch in der alten Kleidung, immer noch als der ruinierte Vater, möchte ich Ihnen eine letzte Chance geben, bevor morgen alles anders wird.« Tanner sah ihn einen Moment lang an. »Aurel, das war nicht am Plan. Der Plan war meiner, ich kann ihn ändern. Was erwarten Sie zu finden?« Der Alte nahm seinen Hut von der Garderobe neben der Bürotür. Denselben Hut des Großvaters hielt er einen Moment lang in den Händen, bevor er ihn aufsetzte. »Ich weiß es nicht. Vielleicht nichts. Vielleicht, dass ich mich bei einem von Ihnen geirrt habe. Vielleicht, dass es etwas gibt, das ich nicht gesehen habe.« Er machte eine Pause. »Oder vielleicht möchte ich nur sagen können, wenn der Donnerstag kommt, dass ich Ihnen bis zum letzten Moment die Chance gegeben habe, dass ich nicht derjenige war, der die Tür geschlossen hat, dass ich Sie bis zum Ende offen gelassen habe und Sie sich entschieden haben, nicht einzutreten.« Tanner nickte langsam. »Möchten Sie, dass ich Sie begleite?« »Nein, das mache ich allein.« Urs wohnte in einem 4-stöckigen Haus in Zollikon. Vordergarten, privates Sicherheitssystem und ein Portier, der Aurel seit 15 Jahren kannte. Der Portier brauchte, als er ihn in Arbeitskleidung und dem Hut des Großvaters sah, eine Sekunde, um ihn zu erkennen, und ließ ihn dann mit der absoluten Diskretion jemandes hinein, der gelernt hat, dass die Angelegenheiten der Familie Baumgartner nicht seine Angelegenheit sind. Aurel erreichte die Haupttür und klingelte. Er wartete, klingelte erneut. Franziska, Urses Frau, öffnete die Tür. Als sie ihn sah, durchlief ihr Gesicht in weniger als einer Sekunde 3 perfekt ablesbare Emotionen. Überraschung, Unbehagen und etwas, das in einem anderen Kontext als Scham bezeichnet werden könnte, aber in Wirklichkeit der Ärger jemandes war, der ein Problem findet, wo er keines erwartete. »Aurel, wir wussten nicht, dass Sie kommen. Ist Urs da?« Er ist in seinem Arbeitszimmer, sehr beschäftigt mit einigen Dokumenten für morgen. »Ich glaube nicht, Franziska. Es ist sein Vater.« Sie ließ ihn herein mit dem Ausdruck jemandes, der einen Besuch empfängt, der nicht in seinem Terminkalender stand. Aurel durchquerte die Marmorhalle, ging an einer Skulptur vorbei, die mehr gekostet hatte, als die meisten Schweizer Familien in 10 Jahren verdienten, und stieg in den 2. Stock, wo sich das Arbeitszimmer seines ältesten Sohnes befand. Urs stand mit dem Rücken vor dem großen Bildschirm seines Computers, das Telefon in einer Hand und ein Dokument in der anderen. Als Aurel die Tür öffnete, drehte er sich mit der automatischen Irritation jemandes um, der nicht gestört werden möchte. Als er ihn sah, verschwand die Irritation nicht, sondern wechselte nur den Adressaten. »Papa, was machst du um diese Zeit hier? Ich wollte dich sehen. Morgen sehen wir uns auf dem Gut. Tanner hat die Besprechung einberufen.« »Ich weiß. Ja, aber ich wollte dich vorher sehen.« Aurel stand am Türrahmen, den Hut in der Hand. »Urs, ich möchte dich etwas fragen und brauche eine ehrliche Antwort.« Urs legte das Dokument auf den Schreibtisch, verschränkte die Arme. »Frag. Wenn Tanner morgen sagt, dass nichts mehr übrig ist, dass die Gruppe komplett liquidiert ist,
dass die Immobilien verwertet wurden, dass alles, was ich habe, die Kleidung ist, die ich trage, und das alte Gut mit den undichten Stellen. Wenn das alles ist, was ich bin, was würdest du mit mir tun? Urs Schweigen dauerte genau so lange, dass Aurel wusste, dass die eigentliche Antwort nicht die sein würde, die danach kam. Papa, das ist eine hypothetische Frage, die keinen Sinn macht, weil… Urs, ohne Umschweife, was würdest du tun? Eine weitere Pause. Urs stand auf, ging zum Fenster, blickte auf den beleuchteten Garten unten. Ich würde tun, was möglich ist, Papa. Es gibt immer Optionen. Wir könnten das Gut verkaufen. Damit hättest du für mehrere Jahre zum Leben. Das Gut verkaufen? Aurel wiederholte die Worte langsam, als würde er sie prüfen. Das Gut, das dein Urgroßvater gebaut hat, auf dem deine Großmutter ihr erstes Kind zur Welt brachte, auf dem ich dir mit 6 Jahren das Reiten beigebracht habe? Papa, Gefühle sind eine Sache und die finanzielle Realität ist eine andere. Ja, sagte Aurel, du hast recht, es sind verschiedene Dinge. Er setzte seinen Hut auf. Danke, Urs. Bis morgen. Urs hielt ihn nicht auf, begleitete ihn nicht zur Tür, fragte nicht, ob er Hunger hatte, ob ihm kalt war, ob er etwas brauchte, um wegzukommen. Aurel ging die Treppe allein hinunter, durchquerte die Marmorhalle, begrüßte den Portier und trat auf die Straße. Draußen wartete die Novemberkälte pünktlich. Rahel wohnte 20 Minuten entfernt in einem Penthouse-Ei am Zürcher Seefeld mit Dachterrasse und Blick auf den Zürichsee. Aurel kam mit einem Taxi, bezahlte mit dem Bargeld, das er in der Tasche seiner Arbeitskleidung trug, und fuhr mit dem Aufzug in die oberste Etage. Rahel öffnete persönlich die Tür. Als sie ihn sah, war ihre Reaktion anders als die von Urs. Keine Irritation, sondern etwas Komplexeres. Ihre Augen musterten die Gestalt des Alten mit klinischer Schnelligkeit, bewertend, und dann fixierten sie sich auf sein Gesicht mit einem Ausdruck, der für den Bruchteil einer Sekunde völlig echt war. Aurel erkannte ihn, denn es war derselbe Ausdruck, den Rahel als Kind hatte, wenn sie sich schuldig fühlte. Eine Anspannung in den Mundwinkeln, ein leichtes Öffnen der Augen. Dann kehrte die Maske zurück. Papa, komm rein, es ist kalt. Das Penthouse war genau das, was Aurel erwartet hatte. Tadellos, raffiniert, voller schöner Objekte, die kosteten, was sie kosteten und die niemand in diesem Haus wirklich benutzte, nur ausstellte. Rahel bot ihm etwas zu trinken an. Er bat um Wasser. Sie setzten sich ins Wohnzimmer mit Blick auf die Lichter der Stadt. »Wie geht es dir, Papa?« fragte sie. »Gut, müde. Eine Pause. Rahel, ich muss dir eine Frage stellen. Sag mal, hast du einen Arzt engagiert, um mich zu beurteilen?« Das Schweigen war kurz, aber absolut aufschlussreich. Rahel war klug, zu klug, um das Unbestreitbare zu leugnen, wenn die Frage direkt kam. »Papa, ich habe nur… Hast du ihn engagiert oder nicht?« »Ja.« Die Stimme kam ruhig, ohne den Mantel der Rechtfertigungen. »Wenigstens das.« »Ja, habe ich getan.« Aurel nickte. »Warum?« Rahel stellte ihr Glas auf den Glastisch. Sie blickte einen Moment lang auf die Lichter der Stadt, bevor sie antwortete, »Weil ich Angst habe, Papa. Weil ich nicht weiß, was morgen bei dieser Besprechung passieren wird. Und ich weiß nicht, was du geplant hast. Und ich habe 3 Wochen lang schlecht geschlafen, weil ich dachte, wenn wir nichts tun, verschwindet alles, was du aufgebaut hast, und es bleibt nichts übrig. Und manchmal, wenn man Angst hat, tut man Dinge, die nicht richtig sind. Eine Pause. Ich werde dir nicht sagen, dass es gut war, denn das war es nicht. Aber ich sage dir, warum ich es getan habe.« Aurel sah sie lange an. In 58 Jahren, in denen er Rahel kannte, 48 als Tochter, 10 als Figur, die sich formte, bevor er wusste, wie er sie führen sollte. Das war der ehrlichste Moment, an den er sich von ihr erinnerte. Ohne Strategie, ohne zweite Ebene, nur die Erklärung, unvollkommen und wahr. »Hast du den Termin mit dem Arzt abgesagt?« fragte er. »Ich habe ihn gestern abgesagt«, sagte Rahel, als mir klar wurde, dass ich es nicht tun konnte, dass, auch wenn ich etwas schützen wollte, das nicht der richtige Weg war. Aurel sagte nicht, dass er wusste, dass Tanner sie schon vorher abgesagt hatte. Das spielte keine Rolle. »Rahel«, sagte er schließlich, »Angst ist menschlich. Was man mit der Angst macht, definiert einen.« Er stand auf, setzte seinen Hut auf. Morgen auf dem Gut um 10 Uhr. »Papa«, sie stand ebenfalls auf. »Geht es dir gut? Wirklich? Wirklich?« sagte er. Und in dieser Antwort lag etwas, das sie nicht ganz entschlüsseln konnte, das aber bei ihr blieb, nachdem ihr Vater gegangen war. Es war keine Ausweichung, es war eher Frieden. Simon wohnte in einer Mietwohnung am Zürcher Oerlikon, die deutlich bescheidener war als die Residenzen seiner Geschwister, was ihr im Fall von Simon nicht Sparsamkeit war, sondern das Ergebnis jahrelanger unbeständiger Einkünfte und ständiger Ausgaben. Aurel kam kurz nach 23 Uhr an. Simon öffnete die Tür am Pyjama mit dem Gesicht jemandes, der keinen Besuch erwartet, aber auch nicht allzu überrascht ist,
dass das Leben ihn am Pyjama erwischt. »Papa, es ist 23 Uhr. Ich weiß. Darf ich reinkommen?« »Klar.« Er öffnete die Tür ohne Zögern, ohne die Bewertung, die Urs und Rahel vorgenommen hatten. »Ich habe Kaffee.« Simons Wohnung war genau das, was Lea als funktional und ohne Anspruch beschrieben hatte, aber in der Version jemandes, der versucht hatte, Ansprüche zu haben und sie nach und nach aufgeben musste. Es gab gute Dinge, gemischt mit billigen Dingen, eine teure Uhr an der Wand neben einem Flohmarktbild, teure Weinflaschen auf der Küchentheke neben Einwegplastikbechern, die Geografie eines Mannes, der etwas sein wollte und etwas anderes geworden war und noch nicht damit Frieden geschlossen hatte. Sie setzten sich ins Wohnzimmer. Simon brachte 2 Tassen Kaffee, ohne zu fragen, ob Aurel einen wollte. Er stellte sie vor ihn hin und setzte sich. »Was ist los, Papa?« »Nichts. Ich kam, um dich um 23 Uhr in Arbeitskleidung zu sehen. Stört es dich?« »Nein.« Und in Simons Stimme lag im Gegensatz zu seinen Geschwistern nicht die Anspannung des Beurteilenden, sondern die ruhige Resignation jemandes, der gelernt hat, dass das Leben kommt, wann es will. »Willst du über morgen sprechen?« »Ich möchte dich etwas fragen. Wenn morgen bei der Besprechung herauskommt, dass nichts mehr übrig ist, absolut nichts, nur das alte Gut und ich, was würdest du tun?« Simon trank seinen Kaffee, sah auf den Boden der Tasse, als gäbe es dort eine ehrlichere Antwort als die, die er selbst geben konnte. »Ich weiß es nicht, Papa. Ich müsste darüber nachdenken. Das ist alles. Ist es ehrlich oder nicht ehrlich?« Simon sah wieder in die Tasse. »Die Wahrheit ist, ich wäre in einer schlechten Lage, dir zu helfen. Ich stecke bis zum Hals in Schulden, von denen du nichts weißt und die mir peinlich sind, dir zu erzählen. Ich müsste zuerst mein eigenes Chaos beseitigen, bevor ich jemandem nützlich sein könnte.« Eine Pause. »Das ist keine gute Antwort für einen Sohn. Ich weiß, es ist nicht die beste«, gab Aurel zu. »Aber es ist deine, das zählt für etwas.« Der Alte sah ihn an. Er sah die Wohnung, die teure Uhr, die Plastikbecher, die Weinflaschen neben der alltäglichen Realität. »Simon, weißt du, was mir an diesen Tagen am schwersten gefallen ist?« »Was?« »Zu erkennen, dass ich keinen von euch Vieren jemals gefragt habe. Ich habe mich nie mit jedem Einzelnen hingesetzt und gefragt, was brauchst du? Was macht dir Angst? Was willst du wirklich? Ich habe immer angenommen, ich wüsste es, weil ich sie kannte, und es stellt sich heraus, dass jemanden aus der Ferne zu kennen und ihn aus der Nähe zu kennen 2 völlig verschiedene Dinge sind.« Simon sah ihn lange an. »Papa, ich habe Angst, dass Ernst Brunner Leute schickt, um mich zu verprügeln.« Aurel blinzelte nicht. »Ich weiß, mein Sohn, auch das wird sich lösen, aber nicht so, wie du denkst.« »Wie?« »Morgen um 10 Uhr.« Simon nickte, und als Aurel aufstand, um zu gehen, tat sein 3. Sohn etwas, was keiner der anderen beiden die ganze Nacht getan hatte. Er begleitete ihn zur Tür, fuhr mit ihm am Aufzug die Treppe hinunter zur Straße, wartete, bis das Taxi kam, und als das Auto losfuhr, blieb er auf dem Trottoir stehen und sah ihm nach, bis die Rücklichter des Taxis an der Ecke verschwanden. Aurel sah ihn am Rückspiegel und in diesem Bild sein Sohn am Pyjama, fast barfuß auf dem kalten Trottoir am Zürcher Oerlikon um 23:30 Uhr an einem Novemberabend. Wie er dem Taxi seines Vaters nachsah, sah er etwas, das er nicht erwartet hatte zu finden. Keine Erlösung, noch nicht, aber etwas vor der Erlösung, etwas Kleineres und Realeres, die Möglichkeit dazu. Das Taxi brachte ihn direkt zum Gut. Aurel kam nach Mitternacht an, als die buchendunkle Silhouetten vor einem mondlosen Himmel waren. Anna erwartete ihn wach mit Kaffeemilch und dem großen Salon für den nächsten Morgen vorbereitet. Stühle am Halbkreis, der lange Tisch leer geräumt, die dunklen Samtvorhänge, die nur bei formellen Besprechungen verwendet wurden. Aurel setzte sich vor den Kamin mit der letzten Tasse Kaffee dieses Tages, der längste Tag des Plans gewesen war, obwohl er paradoxerweise am wenigsten vom Plan und am meisten vom echten Leben gehabt hatte. Er nahm das Foto von Heidi heraus. »Ich habe alle 3 besucht, Heidi«, sagte er sehr leise. »Und ich habe gefunden, was ich gefunden habe. Urs hat für alles Antworten, aber für nichts Gefühle. Rahel hat etwas Unverzeihliches getan und war dann ehrlich genug, es nicht zu leugnen, was sie nicht entschuldigt, aber sie anders macht. Und Simon hat unter all diesen Schulden und dieser Angst immer noch etwas Eigenes. Die Unfähigkeit vorzugeben, dass alles in Ordnung ist, wenn es nicht so ist. Er machte eine Pause. »Morgen werde ich Ihnen 3 die Wahrheit sagen. Und die Entscheidung, die ich vor Wochen getroffen habe, bleibt dieselbe, denn Lea brauchte keinen Beweis, um zu sein, wer sie ist. Lea ist so am Dunkeln, wenn niemand zuschaut, wenn es nichts zu gewinnen gibt. Und das, Heidi, das ist unbezahlbar.« Er schaltete die Lampe aus, saß am Dunkeln neben dem erlöschenden Feuer und schlief. Zum ersten Mal seit Wochen schlief er wirklich in der Nacht, in der sich alles offenbarte. »Sehr geehrte Damen und Herren, bevor wir diese Besprechung beginnen,
möchte ich Sie wissen lassen, dass alles, was hier gesagt wird, notariell protokolliert. Sie haben das Recht, von Ihren Anwälten begleitet zu werden. Wenn jemand vor der Fortsetzung jemanden anrufen möchte, ist jetzt der Moment. Die Stimme von Notar Tanner füllte den großen Salon des Gutes Buchenried mit der ruhigen Autorität jemandes, der seit 30 Jahren der Mann ist, dem Wahrheiten gesagt werden, die anderswo nicht gesagt werden können. Es war 10:15 Uhr am Donnerstagmorgen. Draußen standen die Buchen still unter einer Novembersonne, die Licht gab, aber keine Wärme. Diese Wintersonne, die leuchtet, ohne sich zu verpflichten. Die 4 Kinder von Aurel Meyer-Baumgartner saßen auf den Stühlen, die am Halbkreis vor dem Kamin angeordnet waren. Urs links mit seinem grauen Geschäftsanzug und der Haltung eines Managers, die er auch auf dem Gut seines Urgroßvaters beibehielt. Rahel daneben mit einem schwarzen Blazer und den Lippen zu einer Linie gepresst, die bedeutete, dass sie Informationen verarbeitete und nicht verraten wollte, wie viel. Simon in der Mitte mit einem Hemd, das das förmlichste war, das er hatte, was nicht sehr förmlich war, und die Augen, die den Raum mit dieser verhaltenen Energie jemandes musterten, der nicht weiß, was gleich passieren wird, aber weiß, dass es wichtig ist. Und Lea rechts in ihrer Arbeitskleidung. Sie kam vom Nachtdienst und hatte keine Zeit gehabt, sich umzuziehen, und einem Ausdruck, der einfach ihr eigener war, aufmerksam, präsent, ohne Anspruch. Keiner der 4 Anwälte, die Urs und Rael hatten mitbringen wollen, war am Raum. Tanner war in der Einladung explizit gewesen. Die Besprechung war familiär, nicht prozessual. Die Berater konnten draußen warten. Aurels Stuhl war leer. »Und mein Vater?« fragte Urs. »Ihr Vater wird gleich eintreffen«, sagte Tanner. »In der Zwischenzeit möchte ich, dass Sie diese Dokumente überprüfen.« Jeder hatte einen Umschlag mit seinem Namen. Anna verteilte die 4 geschlossenen Manila-Umschläge. Urs riss seinen sofort auf. Rael öffnete ihren vorsichtig, als könnte das Siegel Informationen in seiner Bruchform enthalten. Simon drehte seinen in den Händen, bevor er ihn öffnete. Lea ließ ihren ungeöffnet auf den Knien liegen und wartete. Der Inhalt der Umschläge war strukturell identisch, aber inhaltlich unterschiedlich. Jeder enthielt eine Chronologie der letzten 21 Tage, Daten, Uhrzeiten, Orte und am Fall von Urs und Rael Transkriptionen spezifischer Gespräche. Am Fuß jedes Dokuments eine handschriftliche Notiz von Aurel in der kleinen, präzisen Schrift, die er sein Leben lang für Vertragsunterschriften verwendet hatte. »Was du hier lesen wirst, ist wahr. Ich habe es nicht geschrieben, um dich zu verletzen, sondern damit du verstehst, warum ich die Entscheidung getroffen habe, die ich getroffen habe.« Aurel Meyer-Baumgartner. Das Schweigen, das den ersten Leseminuten folgte, hatte ein physisches Gewicht. Urs war der Erste, der fertig war. Er legte das Dokument auf seine Knie mit einer Stille, die bei ihm bedeutete, dass er wütend war, sich aber entschieden hatte, es noch nicht zu zeigen. Rahel las langsamer, mit der Konzentration jemandes, der den rechtlichen Fehler sucht. Und Aurel hätte gewettet, dass sie ihn nicht fand, denn Tanner war zu akribisch, um ihn zu hinterlassen. Simon las mit einem Gesicht, dessen Ausdruck sich in jedem Absatz unmaskiert änderte, wie er es in seinem Leben immer getan hatte. Lea öffnete ihren Umschlag, als die anderen bereits fertig waren, und las ihn schweigend. Und als sie am Ende ankam, blieben ihre Hände auf dem Papier liegen, und sie sagte nichts. In diesem Moment öffnete sich die Tür des Salons. Aurel Meyer-Baumgartner trat ein, geradewegs, ohne Eile, den Hut des Großvaters in der linken Hand und den dunklen Anzug, den er bei der Unterzeichnung des größten Vertrages seines Lebens getragen hatte. Es war genau 16 Jahre her, derselbe Anzug, am selben Plastiksack aufbewahrt. Immer noch makellos, denn echte Qualität altert nicht, wenn man sie pflegt. Die schwarzen Schuhe glänzten, die goldene Uhr, die Heidi ihm zum silbernen Hochzeitstag geschenkt hatte. Der Mann, der durch diese Tür kam, war nicht der Gutshofbettler, nicht der gebeugte Alte in schmutziger Kleidung und Stofftasche. Es war Aurel Meyer-Baumgartner, und der Raum wusste es, bevor er den Mund öffnete. Urs stand automatisch auf, mit diesem Instinkt, den Jahre am Geschäft zum Reflex gemacht hatten. Wenn sich die Machtdynamik ändert, steht man auf. Rahel folgte eine Sekunde später. Simon brauchte einen Moment länger, als müsste sein Körper bestätigen, was seine Augen bereits verarbeitet hatten. Lea rührte sich nicht. Lea sah ihn mit einem Ausdruck an, den Aurel in seinem ganzen Leben noch nie gesehen hatte und den er nur schwer entschlüsseln konnte. Es war keine Überraschung. Es war der Ausdruck jemandes, der plötzlich den Kontext von etwas versteht, das er bereits gefühlt, aber nicht benennen konnte. Aurel sah die 4 an. Er sah sie an, wie nur jemand blickt, der 78 Jahre lang gelernt hat zu sehen. »Setzen Sie sich«, sagte er. Sie setzten sich. Er ging zum Kopfende des langen Tisches, desselben Kopfendes, an dem er jede Familienbesprechung geleitet hatte, seit er das Gut vor 30 Jahren gekauft hatte, und setzte sich. Er legte seinen Hut vor sich auf den Tisch, als stummer Zeuge all dessen, was gesagt werden sollte.
Ich werde mich nicht entschuldigen für das, was ich getan habe. Er begann mit einer Stimme, die nicht lauter werden musste, um den Raum zu füllen, denn sie trug das Gewicht jemandes, der genau weiß, was er sagt. Ich würde es wieder tun. Und wenn einer von euch Eltern wäre und seine Kinder so liebte wie ich euch, würde er es verstehen. Papa, begann Urs, was du getan hast ist, Urs. Nur sein Name auf eine bestimmte Weise gesagt. Wenn ich spreche, unterbrich mich nicht. Wenn du zugehört hast, hast du Zeit zu sagen, was du willst. Urs presste die Kiefer zusammen und schwieg. Aurel legte die Hände auf den Tisch und sprach 40 Minuten lang. Er sprach über den Plan von Anfang an von der Nacht, in der er die Bildschirme seines Schreibtisches ausschaltete und mit dem Porträt von Heidi sprach. Er sprach über das, was er in diesen 21 Tagen gesehen hatte, mit der klinischen Klarheit eines Mannes, der nichts zu verlieren hat, wenn er die Wahrheit sagt, denn er hat bereits alle Entscheidungen getroffen, die zu treffen waren. Er sprach zu Urs über die Besprechung in der Bibliothek, über die Worte koste es, was es wolle, über die Anwälte, die ohne Vorankündigung auf das Gut gebracht wurden, über den Privatdetektiv und den Versuch, inoffiziell auf die Register in Graubünden zuzugreifen. Während er sprach, rührte Urs keinen Muskel. Sein Gesicht war das jemandes, der in Echtzeit berechnete, wie viel davon beweisbar und wie viel Interpretation war. Und die Antwort, die er fand, gefiel ihm offensichtlich nicht. Er sprach zu Rahel über Dr. Fischer, über die 50.000 Franken, über den aufgezeichneten Telefonanruf. Während sie zuhörte, hielt Rahel die Augen fest auf das Dokument in ihrem Umschlag gerichtet, als könnte sie darin irgendeinen Ausweg finden, der nicht existierte. Als Aurel diesen Teil beendet hatte, hob sie den Blick und ihre Augen glänzten. Nicht vor Weinen, sondern vor der Anspannung jemandes, der etwas zurückhält, das sie nicht genau benennen kann. Er sprach zu Simon über seine Schulden, über Ernst Brunner, über den Besuch in Leas Wohnung mit dem Wein und der Bitte, seinen Vater zu überzeugen. Während er zuhörte, versuchte Simon nicht etwas zu verbergen. Er fuhr sich mit den Händen durchs Haar, blickte zur Decke, sah wieder seinen Vater an mit dem Gesicht jemandes, der mehr gesehen wird, als er es gewohnt ist, gesehen zu werden, und der entdeckt, dass dies, obwohl unbequem, nicht so zerstörerisch ist, wie er es sich vorgestellt hatte. Und dann sprach er zu Lea. Er sprach über die Bank an der Eichhofstraße, über den Kaffee und die Eier mit Bohnen um 9 Uhr morgens, über die undichten Stellen am August, die sie repariert hatte, ohne es jemandem zu erzählen, über die 4 Stunden Schlaf zwischen den Schichten, über die Zertifizierungsprüfung am Donnerstag, über das Osterfoto am Wohnzimmer der Wohnung am Kreis 4, über die Frage nach der Arbeitskleidung, die er auf der Bank trug. Haben Sie Vorerkrankungen? Mit derselben Dringlichkeit und derselben vollständigen Präsenz, mit der sie es jede andere Person in diesem Zustand gefragt hätte, ohne zu wissen, wer er war, nur weil er es brauchte. Denn für Lea war das der Standard. Es gab keine Schwelle der Würdigkeit, um Hilfe zu erhalten. Wenn jemand sie brauchte, war sie da. Während Aurel über sie sprach, blickte Lea zu Boden. Ihre Hände hielten den geschlossenen Umschlag zwischen den Fingern und pressten ihn leicht, als bräuchte sie etwas Konkretes zum Festhalten. Als Aurel fertig war, herrschte völlige Stille pirmst am Raum. Tanner, der während der gesamten Ausführung an der Wand gestanden hatte, trat an den Tisch und öffnete einen Ordner. Gut, sagte Urs schließlich mit der kontrollierten Stimme jemandes, der beschlossen hat, verlorenes Terrain zurückzuerobern. Du hast deinen Standpunkt dargelegt, Papa. Und wenn es darum geht zu beweisen, dass wir unter Druck falsche Entscheidungen getroffen haben, hast du recht, wir haben sie getroffen. Aber was du getan hast, war auch nicht gerade. Urs, unterbrach Aurel ihn, ich bin nicht hierher gekommen, um zu debattieren. Ich bin gekommen, um zu informieren. Es gibt einen Unterschied. Informieren worüber? Aurel sah Tanner an. Der Notar zog ein Dokument aus dem Ordner und legte es auf den Tisch. Vom Testament, sagte Aurel. Das Schweigen, das darauf folgte, war anders, schwerer, stiller, von der Art von Schweigen, das keine Abwesenheit von Geräusch ist, sondern die Präsenz von etwas Enormem, das noch keinen Namen hat. Das Testament ist seit 3 Wochen unterschrieben, notariell beglaubigt und registriert, fuhr Aurel fort, bevor der Plan begann. Was bedeutet, dass keine rechtliche Maßnahme, die einer von euch versuchen könnte, eine rückwirkende Wirkung darauf hat. Tanner hat sich darum gekümmert. Urs sah den Notar an, und Tanner nickte mit der Gelassenheit jemandes, der weiß, dass er jeden möglichen Winkel abgesichert hat. Also, sagte Rahel mit einer Stimme, die zum ersten Mal an diesem Tag keine Schichten hatte. Was sagt es? Aurel legte die Hände auf den Tisch, die Hände, die Tausende von Verträgen unterschrieben, 4 Neugeborene getragen, 42 Jahre einer Welt aufgebaut hatten, die nun nach dem verteilt werden sollte, was diese Hände gesehen hatten. Das werdet ihr morgen erfahren, sagte er. Heute Nachmittag und heute Abend möchte ich, dass jeder von euch auf dem Gut bleibt, hier schläft, mit Anna isst
wenn ihr wollt, durch die Buchen geht, dass ihr euch daran erinnert, dass, bevor es die Unternehmen und die Vermögenswerte und die Dokumente gab, dieses Land existierte und diese Familie existierte. Morgen Mittag werden wir über das Testament sprechen. Papa, das ist grausam. Aurel sah Urs direkt an. Dich 24 Stunden warten lassen, um zu wissen, was du erbst, während ich 21 Tage darauf gewartet habe, dass du fragst, wie es mir geht. Eine Pause. Es ist nicht grausam. Es ist proportional. Urs antwortete nicht. Rahel nahm ihr Wasserglas und trank langsam. Simon sah Lea an. Lea sah ihren Vater an. Papa, sagte sie leise mit einer Frage in den Augen, die nicht das Testament betraf. Geht es dir gut? Aurel sah sie an, und in dieser Frage, derselben, die niemand sonst in diesem Raum in 40 Minuten voller Enthüllungen gestellt hatte, derselben, die sie seit ihrer Kindheit gestellt hatte, derselben, die sie auf der Bank an der Eichhofstraße und in der Wohnung I am Kreis 4 und am Telefon jedes Mal, wenn sie sprachen, gestellt hatte, fand er die Bestätigung all dessen, was er bereits wusste. Ja, meine Tochter, sagte er, mir geht es gut. Und das war er mehr als seit Jahren, mehr als seit Jahrzehnten. Die Art von Gutsein, die kommt, wenn man aufhört zu tragen, was man nicht tragen soll, und entdeckt, dass das, was einem zusteht, das Wesentliche, noch intakt ist. An diesem Nachmittag blieben die 4 Kinder von Aurel auf dem Gut. Urs ging 1 Stunde lang allein durch die Buchen, ohne mit jemandem zu sprechen, das Telefon unbenutzt in der Tasche, was für Urs eine Form von beispielloser Stille war. Rahel saß mit Tanna auf dem Hof und hatte ein langes, ernstes Gespräch, dessen Inhalt Aurel nicht kannte, das aber damit endete, dass Rahel eine Weile schwieg, was auch für sie eine Art von Beredsamkeit war. Simon half Anna in der Küche, ohne dass ihn jemand darum bat, schälte Kartoffeln und erzählte alte Geschichten vom Gut, die er vergessen hatte, dass er sie kannte. Und Lea fand ihren Vater am Abend auf der Bank unter dem Kirschbaum sitzend, der den Himmel über den Buchen mit dieser Mischung aus Orange und Violett betrachtete, die die Novembersonnenuntergänge am Hochland haben und die nirgendwo sonst auf der Welt reproduziert wird. Sie setzte sich neben ihn. Sie saßen lange schweigend da. Unten in der Küche erfüllte der Lärm von Simon und Anna das Gut mit einer häuslichen Wärme, die seit Wochen nicht mehr zu spüren gewesen war. Papa, sagte Lea schließlich, warum hast du mir nicht gesagt, dass der Plan beinhaltete, dass ich dich auf der Bank finden würde? Dass du wissen musstest, dass du Angst hattest. Eine Pause. Auch Eltern haben Angst, weißt du? Aurel sah sie an. Ich weiß. Und ich habe es dir nicht gesagt, weil es, wenn ich es dir gesagt hätte, aufgehört hätte, ein Experiment zu sein und zu einer Last geworden wäre. Und du trägst schon genug. Es ist keine Last, Papa. Du bist mein Vater. Er nickte langsam. Weißt du, wann ich verstand, dass die Dinge in Ordnung waren? Sagte er nach einem Moment. Als du mich auf der Bank gefragt hast, ob ich irgendwelche Vorerkrankungen hätte, mit der Kälte und dem Hunger und der schmutzigen Kleidung. Und du hast mich gefragt, ob ich irgendwelche Vorerkrankungen hätte, mit derselben Dringlichkeit, mit der du jede Person in diesem Zustand gefragt hättest, ohne zu wissen, wer ich war, nur weil ich es brauchte. Lea sagte nichts. Das, fuhr Aurel fort, ist, was deine Mutter mir beigebracht hat. Und das bist du, ohne dass es dir jemand zweimal beibringen musste. Die Sonne verschwand endgültig über den Buchen. Die Sterne erschienen einer nach dem anderen über dem Gut Buchenried, über den Ländereien des Großvaters, über dem Kirschbaum und den Steinen und den undichten Stellen, die jemand am August repariert hatte, ohne es jemandem zu erzählen. Morgen, sagte Aurel, wird sich viel ändern. Ich weiß, sagte Lea. Hast du Angst? Ein bisschen. Gott, Aurel legte seine Hand auf ihre. Die Angst, die dich nicht lähmt, hält dich ehrlich. Und sie blieben dort, Vater und Tochter, unter dem ersten Sternenhimmel Pirven am November, warteten auf das Morgen, das schon entschieden war, bevor einer von beiden wusste, dass es notwendig war, es zu entscheiden, das Erbe des Herzens. Ich nehme es nicht an. Leas Worte fielen wie ein Stein auf das stille Wasser des großen Salons des Gutes Buchenried und erzeugten Wellen, die jeden Winkel erreichten, jeden Atemzug, bis zu den Augen von Notar Tanner, die sich vom Dokument hoben, mit einem Ausdruck, den er in 30 Jahren Notararbeit noch nie benutzen musste, weil er so etwas noch nie zuvor erlebt hatte. Es war Freitagsmittag. Die Novembersonne fiel horizontal durch die Fenster des Südflügels und zeichnete Lichtstreifen auf den Steinboden. Die 4 Kinder von Aurel Meyer-Baumgartner saßen am selben Halbkreis wie am Vortag. Aber etwas in der menschlichen Geometrie des Raumes hatte sich über Nacht verändert. Urs war weniger steif. Rael hatte die Lippen weniger fest zusammengepresst. Simons Augen waren klar wie die eines Menschen, der zum ersten Mal seit Monaten ohne die Betäubung des Alkohols geschlafen hatte. Und Lea, die die Nacht am Zimmer ihrer Mutter verbracht und um 6 Uhr morgens mit dem Kaffee in der Hand einen Spaziergang zwischen den Buchen gemacht hatte,
hatte den ruhigen und entschlossenen Ausdruck jemandes, der bereits eine eigene Entscheidung getroffen hatte, bevor er sie von anderen hörte. Notar Tanner hatte das Testament mit der gebotenen Ernsthaftigkeit verlesen. 3 Milliarden Franken an Gesamtvermögen, 7 Unternehmen, 16 Immobilien, Konten in 4 Ländern. Die gesamte Baumgartner-Gruppe, Stein für Stein über 42 Jahre aufgebaut, mit den Schwielen und den frühen Morgenstunden und den Krisen und den Verträgen und den Entscheidungen, die getroffen wurden, als niemand sonst den Magen dazu hatte. All das in seiner Gesamtheit auf den Namen von Lea Baumgartner. Urs, Rael und Simon würden jeweils einen Umschlag erhalten, den Aurel ihnen persönlich am Ende der Besprechung überreichen würde. Und Lea hatte ihren Namen gehört, sie hatte die Zahlen gehört, sie hatte die Aufzählung der Immobilien und Unternehmen gehört, und in dem Moment, als Tanner das Verlesen beendete und die stille am Raum sich ausbreitete, um ihre Reaktion abzuwarten, sagte sie diese 3 Worte. Ich nehme es nicht an. Aurel sah sie ohne Überraschung an, als hätte er genau das erwartet. Lea, begann Tanner mit der Zartheit jemandes, der sich auf emotionalem Terrain befindet, aber eine rechtliche Verantwortung zu erfüllen hat. Ein Testament ist kein Angebot, das man unter denselben Bedingungen ablehnen kann wie »Ich weiß perfekt, was ein Testament ist, Notar«. Leas Stimme war fest und ohne Schärfe. Wie immer die Stimme jemandes, der die Lautstärke nicht erhöhen muss, um gehört zu werden. Und ich weiß, dass es rechtlich einen Prozess gibt. Was ich sage, ist, dass diese Entscheidung nicht richtig ist und dass mein Vater hören muss, warum. »Tochter«, sagte Aurel. »Nein, Papa, hör mir zu.« Lea stand auf, nicht um den Raum zu beherrschen, sondern weil das, was sie sagen wollte, das Stehen erforderte, das volle Gewicht ihres Körpers hinter den Worten. »Ich bin seit 40 Jahren deine Tochter. 40 Jahre, in denen ich dich nie um etwas gebeten habe, was ich mir nicht selbst verdienen konnte. Ich habe die Wohnung, die du mir angeboten hast, nie genommen. Ich habe den Nachnamen Baumgartner nie benutzt, damit sich mir Türen am Spital öffnen. Ich bin nie zu einem Geschäftsessen gegangen, noch zu einer Firmenveranstaltung, noch zu irgendetwas, das mit Geld zu tun hatte, denn das war immer deine Welt, Papa, und ich habe meine gewählt und bin stolz auf diese Welt. Ich bin stolz auf jede Schicht, auf jeden Patienten, auf jede Zertifizierung, die ich mit 4 Stunden Schlaf gelernt habe. Sie machte eine Pause. Ihre Geschwister sahen sie unbewegt an. Aber das, fuhr sie fort, kann ich so nicht annehmen. Nicht, weil ich dir nicht vertraue, sondern weil das Annehmen von allem, während meine Brüder einen Umschlag erhalten, genau das fortsetzt, was ich nicht sein möchte. Jemand, der mehr hat, als er verdient, weil er zur richtigen Zeit mit dem richtigen Verhalten kam. Das ist keine Gerechtigkeit, Papa. Das ist eine Prüfung mit Preis. Und ich habe nicht an deinem Plan teilgenommen, um einen Preis zu gewinnen. Ich war mit dir auf dieser Bank, weil du mein Vater bist und dir kalt war. Das Schweigen, das folgte, war das längste und erfüllteste der Besprechung. Aurel sah seine Tochter eine Zeit lang an, die niemand am Raum zu unterbrechen wagte. Er sah sie an, wie er sie auf der Bank an der Eichhofstraße angesehen hatte, wie er sie beim Essen mit dem straffen Zopf und den Prüfungsunterlagen auf dem Tisch angesehen hatte, wie er sie vom Taxi aus angesehen hatte, während sie um 6 Uhr morgens an der Spitaltür stand, als er sie vor der Fortsetzung des Plans abgesetzt hatte. Dann lächelte er sehr langsam. Ein Lächeln, das Anna von der Salontür aus, wo sie vom Anfang an gestanden hatte, ohne dass sie jemand eingeladen oder vertrieben hatte, sofort erkannte, denn es war dasselbe Lächeln, das Aurel hatte, wenn er jemanden am Schach besiegte, der glaubte, ihn in die Enge getrieben zu haben, das Lächeln jemandes, der genau wusste, wohin der Weg führte und geduldig wartete, bis der andere ihn allein beschritt. »Lea«, sagte Aurel, »darf ich jetzt sprechen?« »Ja, danke.« Er stand mit der Ruhe seiner 78 Jahre auf, ging zum Ende des Tisches, wo Tanner den Ordner geöffnet hatte, und holte ein zweites Dokument heraus, das keiner der Anwesenden gesehen hatte. Das Testament, das Tanner verlesen hat, ist das Haupttestament. Aber es gibt einen Kodizill, einen Anhang, der die Bedingungen der Verteilung in Abhängigkeit von bestimmten Faktoren ändert. Unter diesen Faktoren war genau diese Möglichkeit vorgesehen. »Welche Möglichkeit?« fragte Lea. »Dass du ablehnst.« Pause. Das Kodizill besagt, dass, wenn der Haupterbe die Gesamtheit des Vermögens ablehnt, die Verteilung wie folgt angepasst wird. Aurel nahm das Dokument und las es mit derselben Präzision, mit der er sein ganzes Leben lang Verträge gelesen hatte. Lea erhält das Gut Buchenried in seiner Gesamtheit, die Stiftung in Graubünden und den Investmentfonds Nummer 3, was 220 Millionen Franken liquide entspricht. Das ist alles. Der Rest der Gruppe, der geschäftliche Teil, wird zu gleichen Teilen unter den 4 Familienzweigen unter der Verwaltung eines Rates aufgeteilt, den Tanner 5 Jahre lang mit voller Aufsichtsvollmacht leiten wird. Schweigen. Das Kodizill besagt auch, fuhr er fort,
dass Simon Baumgartner außerhalb des Gesamtvermögens eine spezifische Liquidierung von 3.200.000 Franken erhält, die ausschließlich zur Begleichung seiner persönlichen Schulden bei Dritten bestimmt ist. Tanner wird diese Zahlung direkt mit den Gläubigern abwickeln, ohne dass das Geld durch Simons Hände geht. Simon senkte den Kopf. Als er ihn hob, glänzten seine Augen. »Papa«, sagte er mit einer kaum gehaltenen Stimme, »nichts mehr, mein Sohn, wir werden später darüber sprechen.« Urs, der alles mit zusammengebissenen Kiefern gehört hatte, hob den Blick vom Boden. »Und der Umschlag?« fragte er, »der, den du uns jedem geben wolltest.« Aurel nickte. Er ging zum Kamin, wo Anna 3 versiegelte Umschläge auf dem Kaminsims platziert hatte, nahm sie und verteilte sie, auf jedem sein Name handschriftlich. Urs öffnete seinen zuerst, las. Sein Gesichtsausdruck änderte sich nicht, aber etwas an seiner Haltung veränderte sich leicht, als ob eine Anspannung, die er seit Wochen getragen hatte, an einem Punkt, der von außen nicht sichtbar war, gerade gelöst worden wäre. Rahel öffnete ihren vorsichtig, las, und diesmal füllten sich ihre Augen. Sie vergoss keine Tränen, denn Rahel hatte seit ihrem 16. Lebensjahr nicht mehr in der Öffentlichkeit geweint. Aber der Glanz war da, und alle sahen ihn, und niemand erwähnte es, weil es nicht nötig war. Simon öffnete seinen, las nur die erste Zeile und musste das Papier auf den Tisch legen, weil seine Hände es nicht fest genug halten konnten. Lea sah die 3 an. »Was steht da?« fragte sie leise. Urs war derjenige, der antwortete, und seine Stimme hatte zum ersten Mal in dieser Woche nicht den Ton des Managers, noch des Verhandlers, noch des ältesten Sohnes, der aus der Ferne verwaltet. Sie hatte den Ton eines 52-jährigen Mannes, der gerade etwas gelesen hat, das er nicht erwartet hatte zu lesen. »Es sagt, was wir hätten tun sollen«, antwortete er. »Es sagt, dass er uns liebt.« Urs Umschlag sagte, »Urs, du ähnelst mir in allem, was Wert hat, und in allem, was keinen hat, am meisten. Deine Stärke hat mich immer stolz gemacht. Deine Kälte hat mich immer geschmerzt. Es ist noch Zeit, dass du beides bist, der starke Mann und der Mann, der fühlt. Dieser Mann, wenn er vollständig erscheint, wird außergewöhnlich sein. Ich liebe dich, dein Vater.« Der von Rahel sagte, »Rahel, seit du 4 Jahre alt warst, wusste ich, dass du die intelligenteste der 4 warst. Dieses Talent ist deins. Es ist real und es ist enorm. Das Problem war nie deine Intelligenz, sondern wofür du sie benutzt hast. Benutze sie zum Aufbauen. Benutze sie für deine Nächsten. Benutze sie für etwas, das, wenn du diese Welt verlässt, mehr hinterlässt als nur Besitztümer. An dem Tag, an dem du das tust, wirst du mich sprachlos machen. Ich liebe dich, dein Vater.« Der von Simon sagte, »Simon, von den 4 bist du der deiner Mutter am ähnlichsten ist, nicht in der Disziplin, denn darin ähnelst du ihr überhaupt nicht, sondern ihr am Herzen, in der Unfähigkeit vorzugeben, dass dir etwas egal ist, wenn es dir doch wichtig ist. Das ist ein Geschenk, das viele Menschen gerne hätten und nicht haben. Pflege es und passe auf dich auf. Schulden werden bezahlt. Das Herz, wenn es einmal verhärtet ist, braucht viel länger. Ich liebe dich, dein Vater.« Lea las die 3 Umschläge, als ihre Geschwister sie ihr schweigend, einer nach dem anderen, weiterreichten. Und als sie fertig war, legte sie vorsichtig auf den Tisch und sagte einen Moment lang nichts. Dann sah sie ihren Vater an. »Und meiner?« Aurel griff in die Innentasche seines Sakkos. Er zog einen kleineren Umschlag als die anderen heraus, ohne das Siegel, mit ihrem Namen in derselben Schrift. Lea öffnete ihn. Darin befand sich nur eines, das Foto von Heidi an Ostern, dasselbe, das Aurel über seinem Herzen trug, das vom Gut vor 30 Jahren mit den 4 Kindern und der Aprilsommersonne. Und Heidi mit ihrem Lächeln, das wusste, was andere nicht sehen wollten. Und auf der Rückseite des Fotos, in derselben kleinen, präzisen Schrift, »Lea, ich brauche dir nichts zu erklären, denn du weißt bereits alles. Du wusstest es immer. Genau deshalb. Pflege dies, wie du alles andere pflegst, denn es ist es wert. Ich liebe dich, meine Tochter. Ich habe dich immer mehr geliebt, als ich dir sagen konnte. Das wird sich jetzt ändern, dein Vater.« Lea faltete das Foto vorsichtig in ihren Händen, hielt es gegen ihre Brust und schloss einen Moment lang die Augen, den niemand am Raum zu unterbrechen wagte. Als sie öffnete, waren sie strahlend, aber ihre Stimme war ihre eigene, fest und ohne Schärfe. »Einverstanden«, sagte sie. »Ich akzeptiere das Kodizill. Was folgte, war keine geordnete Lösung, sondern etwas Reales. Der langsame und unvollkommene Beginn von etwas, das seit Jahren zerbrochen war und viel mehr als ein Testament und eine Besprechung erfordern würde, um wiederhergestellt zu werden. Urs sprach an diesem Nachmittag mit seinem Vater, allein am Büro, 2 Stunden lang. Aurel enthüllte den Inhalt dieses Gesprächs niemandem. Aber Anna, die 31 Jahre lang gelernt hatte,
den Zustand des Hauses am Geräusch der Stille nach wichtigen Gesprächen abzulesen, sagte, dass die Stille, die aus diesem Büro kam, anders war als die, die hineingegangen war. Rahel bat darum, mit Tanner über die Möglichkeit zu sprechen, formell in den Verwaltungsrat aufgenommen zu werden, dem er vorsitzen würde. Tanner antwortete, dass die 4 Kinder dies beantragen könnten, wenn sie es wünschten. Sie beantragte es schriftlich. Am selben Nachmittag rief Simon von der Terrasse der Buchen jemanden an, den niemand identifizieren konnte, und das Gespräch dauerte 15 Minuten und endete damit, dass er sagte, ich weiß, dass ich zu lange gewartet habe, mit der Stimme jemandes, der eine Schuld begleicht, die keine Geldschuld war. Und Lea verbrachte den Nachmittag in der Küche mit Anna, bereitete das Abendessen für die 6 zu. Sie, ihre 3 Geschwister, ihr Vater und Anna, die protestierte, dass es nicht ihr Platz sei, am Tisch zu sitzen, und von allen in einstimmiger Solidarität ignoriert wurde, schnitt Zwiebeln und Koriander mit derselben Konzentration, mit der sie pädiatrische Pharmakologie studierte, präsent I am Kleinen, denn I am Kleinen spielte sich das echte Leben ab. Um 20 Uhr aß die Familie Baumgartner zum ersten Mal seit über 3 Jahren gemeinsam am langen Tisch auf Gut Buchenried. Es war kein perfektes Abendessen. Urs und Simon hatten einen Moment der Spannung über etwas Altes, das Aurel nicht ganz verstehen konnte. Rahel verschüttete Wasser und sagte ein schlechtes Wort, das niemand vorgab, nicht gehört zu haben. Simon erzählte einen schlechten Witz, der nur ihn selbst zum Lachen brachte und nach einer Sekunde alle anderen durch Ansteckung. Aurel sah sie vom Kopfende an. Alle 4 mit der Familie, die sie mitgebracht hatten, und der, die sie nicht mitgebracht hatten, und den Neffen und Nichten, die nicht da waren, und dem Raum, den Heidi hinterlassen hatte, der immer noch ein Raum war, auch wenn er nicht mehr auf dieselbe Weise schmerzte. »Was siehst du?« fragte Lea von seiner Linken. »Euch.« Und Aurel nahm sein Wasserglas, hob es leicht, nicht als Trinkspruch, sondern als einfache Geste jemandes, der einen Moment markieren möchte, und sagte, es hat sich gelohnt. Lea stieß ihr Glas leise an seines. Draußen über dem Gut Buchenried, die Bäume, die der Großvater vor 80 Jahren gepflanzt hatte, bewegten sich mit einem sanften, kalten Wind. Die Art von Wind, die am Hochland nichts zerstört, sondern einfach daran erinnert, dass die Zeit weitergeht und dass die Dinge, die bleiben, diejenigen sind, die tiefe genug Wurzeln haben. In dieser Nacht nahm Aurel das Foto von Heidi aus Leas Händen, die es neben ihren Teller auf den Tisch gelegt hatte, und steckte es in die linke Innentasche seines Sakkos über seinem Herzen. Wie immer. Ende. Man erbt nicht, was man ansammelt. Man erbt, was man ist, wenn niemand hinsieht. Aurel Meyer Baumgartner.